Die Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Roland Ahrens und ich bin froh, ich am Namen von der Chefredaktion und der ganzen Equipe vom Lützeburger Wort hier begrüßen zu können. Am 12. Tag, dann haben wir gewählt, Lützeburg hat gewählt. Und wissen wir vielleicht schon mehr, wie als nächste Regierung ausgeseit oder ob die aktuelle Regierung vielleicht konfirmiert ist. Auf jeden Fall ist dann noch eine Wahlkampagne rüber, die schon einen ganz speziellen Charakter hat. Am historischen Kontext, das könnt ihr vielleicht gesehen an einer kleinen Ausstellung dabei sind, über die Geschichte von den Lützeburger Wahlen an den letzten 170 Jahren. Spezieller Woche fällt Wahlen das Jahr am Hirsch sind. Wenn wir im Oktober wählen gehen, bloß die Parteien nur der Rentrée am Anfang einen knappen Monat für eine kurz, aber intensiv Wahlkampagne zu machen. Idealerweise entsteht dabei eine Diskussion über die besten Ideen und Konzepte. Wir als Redaktion vom Lützeburger Wort wollen natürlich auch dazu einen Beitrag leisten und dafür haben wir diese Serie von Diskussionsabenden organisiert. Wir haben angefangen für 3 Wochen zu Echternach für den Bezirk Osten. Letzte Woche waren wir zu Ettelbruck am KP für den Bezirk Norden. Und heute Abend diskutieren wir dann hauptsächlich über die Fragen, die den Bezirk Süden interessieren. Ich gebe auf diesem Weg gerne 3 Merci lassen, da denen das für die Kollegen aus der Redaktion vom Wort, die dazu beigetragen sind, für das Table Ronde zu organisieren. Merci auch den Parteien und Politikern, die als Invitation akzeptiert haben und den Abend hier sind. Merci für allem auch ihr, die Leser vom Lützeburger Wort, die heute Abend hier kommen sind, für Diskussion zu suivieren. Ich kann euch schon auch so darauf hinweisen, dass die am Ende von der Diskussion auch Gelegenheit kriegt, für paar Fragen auch Politiker zu stellen, mit dazu gleich mehr am Detail. Moderiert wird ein Debat von 2 Journalisten aus dem Lützeburger Wort, das ist den Jacques Ganser und den Erik Hamus. Ich wünsche euch schon ein flott, spannend Debatte und ich invitiere dich am Namen von der Redaktion auf dem Lützeburger Wort hinno dabei auf den Pad, wo wir da können weiter Diskussionen führen. Merci vielmals. Merci Roland, immer dann op den Pad kommen, wir eng 1,5 Stunde 4 wo wir probieren werden op pure nationalpolitisch Themen anzukommen, aber auch wie an den letzten 2 Wochen am Norden und am Osten auch die enger oder die anderen regionalspezifisch Themen unzuschwätzen. Ich meine, wir fahren den Radlo nicht neu heute, das ist eine Fragen- und Antwortstunde. Wir 6 Leute sitzen, die sich gut mit den Sachen auskennen. Und Jacques wird sich mal die Zeit holen, für die Kandidaten kurz zu präsentieren. Also stellen dafür vor jetzt nur längst, die sind den löschten Nummer no sitzen sie, das für der Justizminister Felix Bratz von De Greng, dann den Innenminister und Minister von der Fonction Publique Dan Kersch von der LSAP, Marc Spautz, freier Familienminister und Parteipräsident von der CSV, den Claude Meijer, aktuellen Edukationsminister von der DP, Werner Karteiser, Deputierten von der ADR und Miriam Cecchetti, Conseiller zu Sösem für D-Link. Fängt man direkt an mit einer generellen Intro-Frage, wo man es heute gedurcht hat, für Dirch über die Identität und Spruch zu schwätzen. Ein Thema, das unserer Meinung nach in den letzten paar Wochen nicht allzu stark so geschwert wird. Dafür wollten wir da rein noch ein den Tour de Table machen, was da geht. Angefangen beim Herrn Bratz, als eine von den größten Neuerungen an der aufgelaufenen Legislaturperiode für knapp 4 Jahre öffentliche Petitionen angefordert. In dem Kontext hat ja keine Online-Petition mehr Stimmen gesammelt, wie die für Lützeburg als offizieller Amtsspruch. Für den Auftakt von unserer Diskussionsrunde wollen wir dafür von ihr scheren, wie dir die ganze Identitätsdiskussion sieht. Da sind sich Fred, wenn ihr nass, als eigentlich eine normale Vorstellung. Wir haben an den letzten Jahrzehnten zu Lützeburg eine relativ große Entwicklung mitgemacht. Schon absolut verstehst, mich dafür, dass sie sich froh, nur dem, was wir sind, nur dem, was wir wollen, sind, auch als Gesellschaft zusammenstellen. Es gibt aber dabei keine Antwort an der Vergangenheit lang. Der Blick an den Rückspiegel beantwortet die dort froh nicht. Der Rückspiegel ist wichtig, für zu wissen, wo wir hier kommen. Mit denen gibt es nicht Antwort auf froh, wo wir heute stehen und wo wir wollen hingehen. Zweite Element ist, dass ich meine, dass auch die Antworten, die wir an der Vergangenheit gingen, gesehen,
als net d'Antwort op d'Fro vum Haut ginn. Lützeburg huet sich entwickelt, verändert an ass auch dabei, sich ze verändern, an zu entwickeln. An den Prozess, den wir do machen, an dem wir uns befinden, muss Antworten geben, ob eng der Weis, die es nicht so mischt. Doppenheet, die Lützeburg auszeechen sind Jahrzehnten, als das, was Lützeburg groß gemacht hat. Und das weit über die Grenzen heraus, auch international groß gemacht hat, auch die Vielsprachen, die wir schwätzen. An die Antworten, die wir sichern, wenn wir als Gesellschaft, wo Talschen von der Leute Lützeburger Passwort, die anderen Halschen kein Lützeburger Passwort, die Antwort muss uns zusammenbringen. Als Differenzen sind da, die gëtt, mit den Differenzen muss man probieren, bei ihnen zu feiern, für das wir ein Stück weit zusammen machen. Von der Dynamik aus von der Diskussion, das ist auch den Input, die Partei an die dorten Diskussion heranbringt, da mengisch sind wir richtigen Weg. Die Fragen dürfen wir als stellen, die sind legitim, aber wir müssen es so beantworten, dass wir vorkommen und nicht just an der Vergangenheit stehen bleiben. Das wäre die falsche Antwort. Dan Kersch dem letzte Parteikongress gesot der LSAP wie die Partei die nach L am Parteienum huet. Wie soll den L an Ärer Politik aflesen? Ja, so wie noch an der Vergangenheit angefloss ass dass der LSAP eng uregen Lützeburgisch Partei als Menge das Chlor huet doch als Lützeburg konkrete Politik mehr Sozialpolitik mache iwwer Jahrzehnten wäschen an Striden dafür an, dass der doch an Zukunft so bleibt. Aber auch von der Identität Schwezenmengen sind ein gutes Beispiel von der gelungener Integration mit einer italienischer Mam, die aus der schönen Toskana auf Plötzeburg kommt. Ich so nimmer sie als nicht hinkommen, wenn es dem schöne Wetter, mir sie erst hinkommen, weil zudem kurz noch Krieg an Italien Situationen bestanden haben, wo die Leute allen Hunger gelitten haben, und sie konnten sich an der Partnerschaft mit einem Lützeburger ein anständiges Leben abbauen, an huet sech mat ihre Kanner, mat mir mat mengegem Bruder dann noch Lützeburgisch geleiert. Also von den Idealfall wie het könnt funktionieren, schon awer selber doheim auch de Gegendeel erlieft, well ich Jore lang mat mengegem Bruder an mengegem Moni, die noch als Italien waren an engem Zimmer gelieft hunn, bei dem Mann huet die Integration an der ersten Generation net so gut geklappt, Wellen an enger Situation geschafft huet, wo en Herbsäche joch mat die italienischen Erbeskolllegen beim Pogi wäret Summe geschafft, dann huet bis zu engem Deudet net fertigprett Lützebauer Spruch ze beherrschen. Trotzdem waren an Eisach Familie integriert, well egent Meigkeet krit huet sech chemisch zu fehlen, well egentfir auch ha von diesem System zu dem he beigedrohen huet, das opgebaut sind hin noch konnte profitieren und das genauso wie ich man dadurch an Zukunft feststellen. Zu summen sind wir stark. Lützeburg zu dem ginnen, weil man het Pferdesprit tun. Immer wann man investiert tun ausländisch Kapital heuer Plötzeburg zu bringen, weil man Pferdesprit tun ausländische Know-how Plötzeburg zu bringen, weil man Pferdesprit tun ausländisch Mandöver auf Plötzeburg zu bringen, an das de Präfort von unserem Land und wäre immens gefährlich, wenn man die Weten abgehen. Herr Spautzelo am Ausland hunn en ganz Parteiien an den lächte Joren oder Meint fir allem auch hier nationalistisch populistisch oder entdeckt an schmengen da so ein Diskur, bei dem en séier an e gewissen Neck gedricket. Wie steht der Partei zu der Rhetorik? Also ich will fir dich zu, dass man Schwätze vun den Ausländer das Lützeburg staat nie gi, wenn man die ausländische Abwanderung net gehört hätten, ob da am Ufang waren die Polnisch, die kommen sinn vir mechte Weltkrieg als italienisch Fren, van denen het kom wären für niwer 100 Jahre, da wir Lützeburg nie dat gi Lützeburg ass, war man haut zu 600.000 sinn, Dezeit war man zu 200.000, dass da doch zu einen großen Deel op de Abwanderung, die Leute gemacht hun, die kommen sinn für niwer 100 Jahre an Donau auch nach an de 60er Jahren als portugiesisch Fren, wenn man die net gehabt hat, dann hat Lützeburg die Stelle werden nie errecht der Lützeburg schwet und dat der an der Geschichte auch nie vergessen, dass man dafür als Lützeburg immer eine andere Situation wie da ganz viele andere Länder der Fall ist. Den zweiten Punkt, das der von der Lützeburger Spruch, ich meine, das Lützeburger Spruch von den wichtigsten Punkten ist am Kader von der Integration, dass das nur mehr als für sich am einfachsten zu integrieren, dass es zwar verschiedene Sektoren mich schwer ist. Dann Kersch das Beispiel von Pogi, wir wissen Beispiele an den Kollegen, die am Bau schaffen, wo sie immer nehmen, in der ihrer Zöpfe sind, also nicht schwierig, die Spruch zu lehren, wie wann sie auch Gelegenheit haben, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Mit das hat ja da gemerkt, dass da aber meistens dann ab der zweiten Generation haben wir ja Beispiel, Paradebeispiel sitzen, wo das sich dann aber auch gemacht hat. Alle Lützeburg immer davon profitieren, das soll auch in Zukunft so sein. Den Langage, den im Moment an Europa gefordert wird, das ist ganz gefährlich.
Und das für mich umso mehr unverständlich, das war ein bisschen an die Südländer, dass für allem an den Ländern umgegangen ist, die recht no 1989 Freiheit entdeckt haben. Und das ist etwas, was ich wahrscheinlich so Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, weil gerade die Länder sind, die aber wissen, wie es war von 1945 bis 1989, wo sie nicht konnten so machen, was sie wollen, wenn ihnen aber guckt, wie die Entwicklung war, zählt Frankreich nicht dazu, weil das ist eine andere Situation. Das Phänomen von Le Pen mit Föderation, dass es dann Europa für allem, die Länder sind aus dem früheren Ostblock, wo die nationalistische Parteien groß sind, wo die auch sind, die am Kader vom Populismus do groß Wahlresultate an der Folger krit hun. Neuerdings geht er bei den Südländer im Last vor der Populismus durchdringt. Ich meine, das ist wichtig, dass das mal fertig springen, nicht auf den Populismus ranzufallen, weil der Populismus wie schlecht für die europäische Idee, mir auch schlecht an den jeweiligen Ländern für die Integration und noch für Möglichkeit für Leute für den partizipativen Prozess zu machen. Wenn man aufhängt, mal Populismus zu führen, dann ist das eben ein schlechtes Beispiel und dafür der wüsst alle Guten, der als Journalisten nach am besten, auch an der Mammenpartei am europäischen Niveau, wo mehr so in sitzen, mit dem ich nicht trau sind, wo mehr auch alles fertig machen, dass man den Mann den nächsten meint, nicht zu der Familie zählen. Ich weiß, dass bei den anderen Parteienfamilien in Europa nicht viel besser ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Weg, wo es gehen mit geht darum, für zu integrieren, und nicht mal Populismus gehen als ausländische Papier auf die zu klappen, mit all Gelegenheit und nicht mehr denen für all das negativ schuld zu gehen. Merci, Marc Spalz. Marc Spalz hat gerade geschwärzt, wie weit möchte die Lützeburger Identität und der Lützeburger Spruch fest? Und inwiefern kann der Lützeburger Spruch eine Integrationskraft und die auch besonders im Medikationsbereich fängt an? Wie viel Kraft hat die Lützeburger Spruch da effektiv als Integrationsfaktor zu wirken? Ich denke, sie hat eine enorme Kraft momentan, weil merkt, dass bei allen Leuten zu Lützeburg, Lützeburger, nicht Lützeburger, Leute, die schon lange bei uns sind, Leute, die mir kurz bei uns sind, man irgendeiner Selbstverständlichkeit gesiegt, dass den etwas für den Lützeburger Spruch soll machen, dass Lützeburger Spruch ein Element sinn an e ganz besonderer vielleicht wichtig ass auch dodescher fellet awer dat typisch Lützeburgcht ass ja mir sinn och méichprochech et ass net so einfach nëmme Lützeburgch jiin akzeptiert dat oder jiin versteht dat och dat man beides brauchen medech die Lützeburger Spruch si man awer egentzwischen Reinkehr vielleicht der besänecht das an das dat wat leit auch bei alle Changementer gerade an de letzten Jahren schwätzen wir ja von vielen Changementen, von einer Witte, die Changementer auch op Leben, ob das all die von den Menschen bewirkt hat. Wir schwätzen von Globalisierung, mittlerweile nicht mehr von wirtschaftlicher Globalisierung, das wird man um Teller haben, das mit den Autos, wo wir fahren, wo die irgendwo gar nicht das hier kommen, aber auch von kultureller Globalisierung, das war nicht over so Leiit gin unbedingt ob ich lo zu Lützeburg sinn, ob ich egent zogenisch dat sind an egent schon leitmenglech hai an doch op andere Plätzen op der Welt dat ganz natürlich Bedürfnis fir so mat Wetgrenze hier vom Reis a4 an zu Lützeburg könnt da ganz schnell de Reflex an denken dat ein gute Reflex dat Lützeburger Spruch ass an den grenzt begrad net aus. Ich war immer immens erstaunt eigentlich am Anfang von der Diskussion über Spruch gefolgt hun mat junge Leute, die aus dem Migrationshintergrund hun. Wir hatten eine Diskussion an der Chambre am Mürenparlament, wann den dort neben geguckt huet. Da wesinn, dat die alle Goeten man die Älteren aus irgendeinem anderen Land bei uns kommen sind. Aber mit großer Selbstverständlichkeit und der derselbe Minute gesagt, wir müssen mehr machen, dass man Flüchtlinge besser können abholen, aber man muss noch mehr machen für als Lützeburger Spruch. Dafür soll man das als etwas ganz Natürliches gesehen, als etwas Evidentes, was andere Länder eigentlich auch machen. Und das hat die Regierung gemacht. Ich will das ganze Programm noch nicht einmal abzählen. 40-Punkte-Programm, Kommissär angesagt, den Orlo seine Funktion überholt, für den Lützeburger Spruch, ein Zentrum für die Förderung von der Lützeburger Spruch. Hier, wenn man viele Leute verbausen hun, die bei uns kommen, auch, da muss man auch eigentlich mehr machen für den Spruch. Da geht es vielleicht nicht mehr so an der Vergangenheit gegangen ist, wo über Schule
Soweit ich mich erinnere, die einzige Partei, die Lützeburg auch an ihrem Wahlprogramm, also bonse ganz Kapitel hatten, an Tisch sind alle guten Parteien, aber ob der Schiene R-Partei relativ dax vier geworfen, doch miriert furiert zu Stoff. Und das nicht ein bisschen hypokritisch. Dach. Guten Abend, dann an die Herren. Merci für die Invitation. Ich bin noch ganz froh, dass die Frage stellt. Ich will vielleicht, weil das ein ganz komplex Frage, gleich ein paar Unterschiede machen. Wir schwätzen heute wohl verstanden über eine legale Immigration, nicht über die illegale Immigration. Wir schwätzen über eine migratorische Notwendigkeit geschieht. Wir schwätzen nicht über die Flüchtlingsproblematik. Ich mache just die Differenz, weil die Diskussionen sollen separat gesehen, als separat gefordert gehen, weil sie alle mit anderen Argumenten, mit anderen Konsiderationen müssen gefeiert gehen. Ich meine, die Identität hat natürlich keine klare und eindeutige Definition. Wie jeder Revenus als ein bisschen besonders, sie stellt besonders durch, emotional, rechtlich vielleicht. Aber ich will vielleicht an einer kurzen Intervention mich auf 2 Punkte konzentrieren. Der den das Spruch, der dann das die politische Repräsentation von der Lützeburger. Bei der Spruchmenge schon mir als ADR eine lange Tradition als solches, dass die Integration soll über Lützeburg geschehen, für das man etwas nicht kriegen, was man hier am Land tendenziell aber haben, wie auch Madame Brasseur von der DP gesagt hat, wo sie aus der Chambre rausgegangen ist, aus einem Interview, mit Tendenz für mehr und mehr Parallelgesellschaften zu Lützeburg zu haben, wo man neben den Nähe leben, auch jeder lebt gut, aber wir leben kaum in Madenähen. Als solches aber, dass man in einem Land eine solidarische Population und auch vor Krise kommen nach schweren Momenten, die man können solidarisch auch weiter durchstehen, wo man mit denen leben, mit denen schwätzen und nicht lernen, das ist ein bisschen eine nice Vision. Aber wir suchen die einzige Spruch, die das kann realisieren, dass das mal als Lützeburger Spruch all zusammenfassen, dafür insistieren wir darauf. Dann das politische Repräsentation, in dem, wo der Identität als natürlich auch ein nationales Selbstverständnis, auch das können die eine oder andere anders definieren. Aber für uns ist es ganz wichtig, wir hatten das beim Referendum gesehen, wir haben doch dafür 4 gestracht, dass man nach eng Vertretung vom Lützeburger Volk auf politischem Plan haben. Hätten die Gambia-Parteien sich durchgesetzt, dann hätten wir kein Parlament von den Lützeburger mit zu Lützeburg gehabt, mit einem Parlament von den Leuten, die zu Lützeburg wohnen. Aber als Volk hätten wir keine Nationalvertretung mehr gehabt. Und das ist so, dat Nationalitätsgesetz du amandiert gouf an ich wollte just kurz, weil ich immer ganz beeindruckt, wann ich de Kollegen nolächteren op Gelegenheiten wie den Hai, weil den Diskure bisschen en anderen ass wie den ich gewinnt sehen, op andere Plätzen zu heieren. Das ist aber wichtig. Als Grengkollegien hu beim Nationalitätsgesetz ursprünglich gesagt, es geht durch, wenn den eng von den 3 Sprachen vom Land schwätzt, wird Lützeburg Nationalität sein, das nicht Position von der ADM, so Lützeburg. Kollege von der CSV hat selber proposiert bei der Reform vom Nationalitätsgesetz, dass von den 20 Jahren am Land lebt, dann nachher mal kein Lützeburg kann, kriegt die Nationalität auch da, das ist nicht eine Position von der ADR. Kollege von der DP hat an der Schule ungefähr eine multilinguale Freierziehung, Französisch, Lützeburgisch an den Krechen. Da das auch nicht als Position, wir vertreten die Position, dass wir da müssen aufschaffen und länger Lützeburg gehen. Das sind alles Positionen, die mir den Tölen gegen Mehrsprache steht oder gegen Doppenheit vom Land. Wir holen uns am Interesse von der Integration, wie dat man können zusammen leben, a wie dat man eis, wat mir verstehen in der eiser Identität, klingt völlig an Europa mit seiner eigener Kultur, seiner eigener Tradition, seiner eigener Spruch, die man nicht will verlieren. Also selbstverständlich sind wir op für all die anderen Leute, die wollen bei uns kommen, aber eis Attitüde als, die sind willkommen, wir wann nicht gelieft, integriert dich, mir helfen nicht gerne dabei. Madame Cecchetti, wir haben durch Lonis gesehen, dass Sprachendebatte ganz nur so eine Identitätsdebatte, die dann noch ist, nächst nur Populismus grenzt. Wie sind die Link, die ganze Diskussion um Spruch und Identität? Ja, guten Abend. Also, als allererst mal Identität. Ja, was das eine Identität? Was das meine Identität? Als meine Identität Frau sind, übrigens die einzige Frau an der Runde, bei über 50% von Frauen bei der Bevölkerung, wenn ich also den Saal gucken, als sie gut gefüllt mit Frauen. Als meine Identität, die hier am Lützeburger Land auf die Welt kommt, zu sehen, die Chance gehabt zu haben. Oder dass ich aber Migrationshintergrund habe, an Italienerin auch dabei sind, an wirklich eine Europäerin, ich lebe unter Gedanken von Europa. Oder als meine Identität, mein Beruf, den ich habe, mein Kanner, was ist eine Identität? Der sieht, das ist schon schwierig, meine Identität klar zu definieren, weil es gibt an meinen Namen nicht eine Identität, es gibt viele Punkte für eine Identität. Aber wie schwierig ist es dann, die Lützeburger Identität zu definieren?
schmengen die ass so färweg an so vielfältig wie auch die Leute, die hier am Land wohnen, a wie die Sprachen, die man auch hier am Land tun. Integration haben wir geschwärzt. Was ist Integration? Ist Integration wirklich gelungen, wenn ich Lützeburg schwätzen kann? Ist das eine gelungene Integration? Ich meine, früher, du kannst davon schwätzen, weil mein Pap war den auch hierhin migriert, also in das Land, du hast geheischt, die Italiener. Haut sieht käme das. Die Italiener sind integriert. Du hast von den Portugiesen kommen. Das war auch nicht so einfach, wie die an das Land gekommen sind. Haut schwätzt man nämlich davon, sie sind integriert. So kommen immer neue Wellen von Leuten, die immer in das Land kommen. Und da sagen wir, ja, die integrieren sie sich nicht ganz gut. Auf alle Fall dauert es oft lang, ehe die Leute sich integriert. Und oft recht an der zweiten oder dritten Generation. Ich meine, wir müssen gucken als Politiker, so viel wie möglich zu machen. Dafür, wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass es eben dauert. Was ist mit unserem Spruch? Was hat es damit auf sich? Ich meine, dass wir die einzige Movement, wenn ich dann die Linke als Movement bezeichnen sind, die an unserem Wahlprogramm bestehen haben, dass wir eben so weit gehen, als Pilotprojekt mal die Alphabetisierung an den Schulen auf Lützeburg anzuführen. Für was? Das ist kein Hirngespinste, mit das schon gesagt, noch von unserem Edukationsminister. Wo lehren kann er nach Lützeburg oft op der Straße, op der Spielplatz lehren sie Lützeburg, weil sie Kontakt sind mit Lützeburger Kanner. Sie sind aber seelener Kontakt mit Deutsch. Das heißt, die kleinen Butzen, die dann schon mit ihrer Mammespruch konfrontiert sind, kommen an ein Krieg, sind oft da mit dem Französischen oder mit dem Lützeburgischen konfrontiert. Und dann gehen sie am ersten Schuljahr, am Cycle 2, da gehen sie auf Deutsch alphabetisiert. Da kommen ganz viele Sprachen auf Ausländisch kann aber nicht nimmen, die kommen ja auf uns Kanada. Und das Ganze mit der Sprache soll aber keine Hemmung sein für uns Schüler, soll eine Chance sein. Und ich meine, wir haben die Chance, in einem Land zu leben, wo wir immens offen sind, wo wir mit vielen Sprachen konfrontiert gehen und das hier auf keinen Fall eine Hürde sind. Das soll wirklich ein Plus sein. Ich wollte kurz einen Satz zurückkommen, den Winfried Kretschmann, so der geringe Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der ohne dann Verdacht steht, extrem Rätselbohr zu stehen, die so. Wir haben dort gezählt, dass es 3 an Platz 2 Geschlechter gehen, um Digitalisierung, Globalisierung, viele Leute fühlen sich überrannt, also sie sind irgendwo nur Halt und nur Valeuren. Und als als Politiker hinnen an als Parteien hinnen die zu gehen, besonders eben noch wahrscheinlich auch die Großparteien gemengt. Wie eng Werte sind dat dann, den du kann vermitteln, für dass die Wähler dass die Verunsicherung verschwindet, die aber bei verschiedenen Wahlresultaten kann feststellen. Ja, ich meine, dass die Analyse nicht falsch ist. Danfahrt kann nicht daran bestehen, dass in die Ängsten auch nach probiert zu bekräftigen oder dass in die Ängsten an der politischen Debatte benutzt, ausnutzt, für zu kurzfristigen elektoralen Avantagen zu kommen. Wichtig ist, dass ihr justement weiß, dass die Perspektiven, die wir haben, eigentlich positiver sind, an optimistische Perspektiven durchaus können sind. Die Perspektivlosigkeit, die zum Teil an der Rekuperation von den Ängsten ist, notamment von den rechtspopulistischen Parteien sich den dortigen Themen rücken, als für mich eigentlich auch heute nicht reell begründbar ist, besonders zu Lützeburg nicht. Wir haben heute zu Lützeburg grundsätzlich eine absolut positiv Grundsituation. Wir geben nicht dem Ball alles, was wir zu Lützeburg haben. Das stellt uns natürlich auch für eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob da viel gesehen hat, auch nach dem Logement oder die Mobilität, an die Themen auch zu schwätzen zu kommen. An denen Sujeten stehen auch Herausforderungen. Mit dem Fakt, dass wir ein attraktives Land sind, sogar unabhängig vom wirtschaftlichen Wurzeln, haben wir andere Gründe, die uns attraktiv machen, dass Lützeburg Leute unzieht, als grundsätzlich etwas Positives. Das braucht es keine Angst zu machen. Und Politik hat die Herausforderung, für auf die dortigen Sorgen von den Leuten Antworten zu geben. Mit Antworten bestehen ganz sicher nicht daran, dass man den Leuten hier Ängsten auch nach
bekräftigen, wir müssen Antworten geben, wir müssen Solutionen gehen, aber mit der net no schëllege Sichen am Empfanger bestimmten Bevölkerungsgruppen weisen, ob dat freiere Ormoldausen waren oder haut Frontalien, die schuldene Probleme solle sinn, das die richtige Weg. Ich meine, wir müssen Lesungen sichern, die Lesungen muss man ze Summe sichern, positiv Perspektiven opbauen. Wir hunn alt Moien wie der toten ze merken. Wir können dat gerne am Detail no bei den einzelnen Themen diskutieren. Danke Herr ass die leidech Wurstumsdebat der Wegkeet eng Frontaliesdebat. Das zum Deel eng Frontaliesdebat awer net exklusiv eng Frontaliesdebat. Ich menge mir sinn an der glücklicher Situation, dass man no lange Joren vun der Krise ëmme Wirtschaftswurstum hätten, dat das erlaubt huet, de Budget an 3 zu setzen, wat das erlaubt huet, de Schomesche Ruf zu setzen, a wat der Suche an Zukunft drin wer erlauben, dat wat dat letzte Bayer Land ha immer ausgezeschen huet, nämlich eng verbessert Sozialpolitik durchzuziehen. Ich meine das auch dat Stöchwur fir mcht die Sozialpolitik entschädend fir den Zusammenhalt vun der Gesellschaft, das net op den een Franzisch, Deutsch oder Lützeburger schwätzt mit das Sozialpolitik, die wird darüber entschäden, ob man heute zu Lützeburg an der gesellschaftlicher Kohäsion können weiter zusammen leben, wie dat an der Vergangenheit der Fall war. Wir sind auf jeden Fall fest überzeugt. Und das auch genau do, wo man an Europa der Ball muss gespielt gehen. Wenn wir gerne hätten, dass das Europa mir Cicchetti wird für drüber so, dass wir überzeugt darin begrüßen dat, weil das hier den nicht immer von den Seiten von denen lenken. Also auch do, wo ich meine, aber von Europa muss der Ball gespielt gehen, wenn wir gerne hätten, dass das Europa nicht zerfällt an weitere nationalistische Tendenzen, da muss man eine andere Sozialpolitik an dem Europa machen, weil das ist der Grund von der Unzufriedenheit von ganz, ganz vielen Leuten, die sich vergessgefühlt fühlen, an die nicht mehr mitkriegen, wie weit das Europa überhaupt kreiert. Von der Wurstumsdebatte konkret zu Lützeburg ausschwätzt, sind ich der Meinung, dass es ohne Wurstum nicht mehr weiter wird gehen. Alle guten die mit dem Dote Moldordre an der Wahlkampf geklommen sind an die erwähnte Joengerei und an der Zwischenzeit Demitur gemacht hat, ja, wir brauchen Wurstum, da könnte das berühmte Wort von dem qualitativen Wurstum, weil da warum so ein Wort geflasht, das aus denen die den allermannsten Leute können feststellen. Ich meine, dass der sozialistische Wirtschaftsminister ein ganz klare Initiativ geholt hat, mit dem Rifkin-Prozess für zu weisen, in welche Richtung, dass es kein Gehen. Wie das Lützeburg sich in Zukunft weiterentwickeln, wie wir auf der einen Seite können Wurstum produzieren, ohne dass wir die vielen Notdeler, die wir im Moment produzieren, mit dem Wurstum, den wir im Moment tun, wie wir das könnten gestalten. Das war ein ganz demokratischer Prozess, wo ganz viele Organisationen, ganz viele Leute sich auch daran beteiligt haben. Da besteht in der Zwischenzeit über Sozialpartnergrenzen eine wahrscheinlich Ähnlichkeit, also ich muss an die dritte Richtung gehen. Und das ist ein ganz konkret Plan, wie es kann in Zukunft ausgesehen. Und ich meine, dass das wichtig ist. Wichtig aber auch, wenn wir über Wurstum diskutieren, und auch da stellt sich die Frage, nicht Wurstum oder nicht Wurstum, es stellt sich die Frage, wie verteilen wir den Wurstum oder der Folger von dem Wurstum. Die Verteilungsfrage, die muss endlich mal in Gestalt gehen. Das kann nicht sein, dass das, was wir produzieren, was wir um Mehrwert produzieren, immer einseitig an Tasche von Aktionären, von großen Aktionären geht, respektive an Betrieber investiert geht, weil du solche ein Konzern hast, und dass die andere Betrieber schaffen, ganz wenig davon aufkriegen. Ich meine, das ist die entscheidende Frage, einerseits zu Lützeburg, aber noch viel mehr in Europa. Bon, ich sprang bis aber einkeier op d Spruch an Integration zurückzukommen, Herr Kartheiser etwas Interessantes gesucht wollt. An dem Kontext erst zwei, Herr Meusch und Herr Kartheiser, frohen und korrigiert mich, wann ich falschland Schmenge für 3 Jahre hat ein Pilotprojekt für eine gewisse Polemik gesucht am Prekurs, wo Portugiesisch Kuren gefordert gouf, weil gesucht gouf verschiedene Kanner, die hier Mammespruch nicht gut können, hun noch Schwierigkeiten dann eng Friemspruch zu lehren. An dem Fall wäre dat Lützeburg gewircht. Wo den Projekt Runners respektiv as dat dann net da war Herr Kartheiser wefir op Lützeburg zu kommen. Weil ich weiß wo Fall, wo kann er effektiv an enger Prekostiv kann dat Portugiesisch fir Buch net. Und dann liegt het jo auch an, dat an den sengege Mammespruch net kann, dat den dann noch schlecht. Und das im Fall Lützeburg als Zweetspruch oder Friemspruch kann lehren. Also es gouf kein Pilotprojekt, wo der systematisch sollte Portugiesisch geleiert gehen, allerdings um eine Politik,
wo man auch die Valorisierung von der Mammesprache wollen fördern, an wo man dat als Strukturen machen wie die Krechen, wo dat auch ein Thema an eng Prekos mal absolut kann sinn, wo man aber auch die Ältere wollen sensibilisieren für allem viel Materie Kanner zu schwätzen, an ihrer eigener Mammespruch Mathe Kanner zu schwätzen, besser dat wie an engem gebrachenen Lützeburgischen oder gebrachenen Französisch. Do mensch erschiin sech eens, dat aber oft bei den Eltern nach falsch verstanden, da ist enger falscher Motivation heraus net so gemerkt. Die Polemik, die entstanden ass dat ass, weil auch als engem Reflexe heraus mengen, dat dat net wirklich eng schlecht Intention war, jegent van eng an enger Krech gesot gin ass, do der lo Gurke Portugiesisch méi geschwert gin. An dat fanne man egent Zustand awer net richtige Kant vun engen 2 oder 3 Joer, wat mat Sängerspruch, die du hem leiert, an Krech könnt, an do einer Kanner begéint, die och die Spruch do schwätze. Wann in dem se du derfst die dote Spruch ha net gebrauchen. Wat mengt der wat an dem klengen Butz 4 geht. Wéi dat seg Älteren gesäit dem Moment. Wann dat so eng schlecht Spruch ass die du hem leiere bei Menger Mam, bei Mengegem Pap, dat se hai verbude kree. Und dat as sicherlich auch falsch gewesen, an dafür hummer do auch interveniert, an enker klo gesot, och die Valorisierung von der Mammespruch, as nief dem Lehrer vom Lützebäuschen, nief dem Sensibilisieren an der Familiarisierung mit der französischer Spruch, von den Pilien von der Spruchepolitik, die wir machen, an der Krech, am Prekos, an der Spielchen. Die Frau mich zu richten, ich will aber eine kleine Restriktion machen. Ich muss sagen, dass ich den Pilotprojekt respektiv das, was rundherum das Projekt geschieht, als nicht kennen. Dafür werde ich ganz vorsichtig in meiner Antwort. Pilotprojekt. Schön Pilotprojekt genannt, weil verschiedene Schulen, wo ich weiß, dass sie das gemacht haben. Ich kenne das Umfeld nicht von dem, was Herr Meischlotz nicht als inexistent bezeichnet hat. Dafür werde ich auch ganz vorsichtig in meiner Vor. Ich will mich also auf 2 Kommentaren limitieren. Da den das Situation wo ganz kleine Kanner, wann sie an Land kommen. Die Idee von der multilingualer Freierziehung verkennt meine nicht Diversität von der Immigration. Wir haben hier am Land, wir sind hofrisch gegen so vollkommen zu Recht hofrisch zu sagen, dass wir ein bisschen eine Melting Pot sind von 173 oder was auch immer da gesagt wird von der 12, wo verschiedene Nationalitäten sich rumfahren. Davon sind eng Minorität wo Kanner, die aus Ländern kommen, wo Französisch geschwert wird. Auch aus Portugal muss ich sagen, dass auch wenn sie mich spät kommen, Kanner haut nicht wie Französisch als echt Fremdspruch mehr dax Englisch an Portugal enseigniert wird, sodass eigentlich der Reflex, den wir hatten, wie die Migration hauptsächlich als frankophon zu konsiderieren, den entspricht nicht mehr der Realität. Wenn Herr Schneider oder den Herr Gramegna, die gingen nicht voller Hof erzählen, wie viele Leute gerade aus England rüberkommen, andere kommen aus Skandinavien oder aus Osteuropa, all die Leute schwätzen kein Französisch. Das heißt, die meisten Kanner aus der Immigration haut auf jeden Fall ganz viel konfrontiert, da sind direkt mal 2 Fremdsprachen und das eben eng von ihnen Argumentationen, die mir rund so zur Lützeburg sind, weil man gleichzeitig direkt mal 2 Fremdsprachen als ganz kleinen Kant konfrontiert, als das nach mehr schwierig. Das zweite, das nur Portugiesisch geht. Das ist ein schwieriges Sujet, das dafür packen ich ganz gerne vielleicht ungeschickt, aber ich will das auch nicht aus dem Weg gehen. Portugiesen hier im Land sind die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe, sie sind zu einem großen Teil gut integriert. Und die Leute, die man alle gut am Herz geschlossen und heisch konsiderieren. Ich meine, Felix Bratz, den hier sitzt und den ich auch persönlich heisch respektiere. Du noch am Herz geschlossen. Gelebt? Du noch am Herz geschlossen. Ich habe den Felix Bratz als Mensch am Herz geschlossen. Ich denke, aber nie eine Stimme geben, weil politisch sind ich nicht mit dem D'accord. Das beruhigt. Ja. Ich hoffe noch, dass mir nie ein Gott mehr präsentiert. Also. Kann doch alles kommen. Ne? Ja. Mir zeigt mal das Sujet. Als portugiesisch Communität schmengen wir wissen an alle Guhabannen wat als wert aus an schmengen umgekehrt och dat viel Portugiesen sich wohl viele wat als alle Gu auch fried. De Problem ist, wir wollen ja auch, dass die portugiesisch Kanner eben hier Mammespruch an unsere Schule können auf eine bestimmte Manier daneben lehren. Also stellen sich da eine Reihe Problematik, wo ich Herr Meich aber muss kritisieren als einer Qualität, die er bislang hat als Unterrichtsminister.
Dat echt das wir müssen wann man de Portugiesen, die dir opmerke wie hier Schul, also wie hier Spruch auch an eiser Schule oder neben eiser Schulfall op eng organisiert Form rundrem Schul zu lehren, misst man dat am Prinzip auch für einer Nationalitäten Mä für allem wie die Migroskommunitäten Madame von Italien geschwert. Ich meine mir noch ganz viel an der letzter Zeit Mailleiter aus Italien kommen. Auch italienisch als ein wunderschöner Spruch, auch das misst man mäßig werden. Und irgendwie nie kann man vielleicht auch auf einen Punkt, wo Schulen überfordert sind. Wir müssen das am Erbe halten. Das heißt, was mir Herz leid, als dass man ja so prinzipiell zu der Möglichkeit von ausländischen Kindern auch mit ihrer Mammesprache, mit ihrer Heimischkultur oder anderer Heimischkultur in Kontakt zu bleiben. Aber wir müssen auch gesehen, bei der Schule nach Calais stehen, wie auch der Schulbetrieb zu garantieren und nicht zu diskriminieren in ausländische Kinder. Der Zweite ist, an diesem Kontext, wo ich aber auch die Regierung muss kritisieren, dass mit Portugal auf einem Niveau geschieht ist, wo eng zirkulär korrigiert wann net ganz richtig schleiben auf jeden Fall offiziell Dokument an also Schulen zirkuliert sind schon noch Kopie wann der sein Kafrot wo gleichzeitig erschrieben ist also an der Lützeburger Schule von einem Lützeburger Minister an einem portugiesischen Minister. Dat fand ich zum Beispiel überdriven. Ich sehe ganz d'accord, dass zum Beispiel der lützeburgische Schulminister zirkulären darum schickt über Lehrerinnen von ausländischen Sprachen am Kader von der Lützeburger Schule. Ich meine aber nicht, dass man soll so weit gehen für ausländische Ministerinnen, das mit unterschreiben zu lassen, was die Schulorganisation zu Lützeburg angeht. Also prinzipiell, wie das zu resümieren, mengen ich ja. Portugiese sind ja schon keine Ausländer, nationale EU-Bürger. Ne? Ja, aber EU-Bürger sind noch Ausländer. Ich meine, das ist nun einmal eine Rechtslehre, die ich nicht vorstellen. Das ist einfach Droit international public. Mit der Punkt ist, ja, wir müssen gucken, dass so viel wie möglich ausländische Kinder die es wünschen, nicht jeder will, dass nach dem Zugang zu ihrer Sprache, zu ihrer Kultur können finden, ohne Diskrimination und ohne, dass wir hier als Schulorganisation mit dezidieren lassen von Autoritäten, die nicht zu Autoritäten sind. Der Wischüsten hat vielleicht weil ich für eine Bemerkung gemacht habe. Und dann ganz konkret über die Westtumsdebatte gesprochen hat. Wir sind noch schon eine halbe Stunde am Gangen, über die Lützeburger Identität zu schwätzen. Das arrangiert den Herr Karteiser, dass hier ein Weltschläger, nachdem sie sich wollen, verkaufen, dass dann erst das hier just den anderen Hypokrisie vorwerft. Ich komme aber nicht auf die Frage zurückgeschaut, wie du eine frohe Debatte gehabt. Wir haben nicht schlecht von da, aber ging es auch reagiert. So, nachher für mich ist es nicht eine Frage zwischen Lützeburger, Portugies, Italiener oder Franzose oder Deutschen, wo Dënnerscheder verläfen, mit Dënnerscheder zu Lützeburg verläfen tschent Ämer Reich. net schlecht, wenn man so op déi Diskussion gi vun der méi fokuséieren, wat das do wo d Musik spielt anieren sännech das. Dat op Fall die Festivalzegung vu méger Partei an dofir stimme auch an Eisen Programm mat ganz konkreten Virschlei, wémer et endlich werden Pferde springen fir Daylight, die jo Erbeskruf mussssen all Däche verkäfen, dats déi endlich och an dem Wustum könne partizipéieren. Dat das die entschäden froh, wenn man dat Pferde springen. Wenn man weg Pferde springen verdelungsfroh gerecht zu lesen, dann behalen wir auch die Sozialkohäsion an dieser Gesellschaft an der Brachen es nicht um abzuhalen, dass es Leute gibt zu Lützeburg, die engen Indianerwelt ausspielen. Die Education gerade Problem. Dort die Education gerade Problem, weil der Lützeburger Schulsystem nicht mehr als soziale Lift funktioniert an dem muss wie soll, kann er von Älteren mit niedriger Bildung hun normalerweise auch im niedrigen Aufschluss, kann er mit Älteren, die einen Aufschluss haben, gemischten Sucht, DNW, als das eng von den Konsequenzen davon, dass man ein bisschen babylonisch Gewehre holen an unsere Schulen. Wie wäre das denn? Also, was kann die Schule da machen? Das kann er dynamische Chancen haben. Also wir haben ja eine extrem komplexe Situation an unseren Schulen, weil das Land eine Komplexität hat, eine Diversität hat von ihrer Population, die fanden wir an einem geheften Moos nach an den Schulen römmern, all Land, all Bildungssysteme mal rund römmer ist gucken, die Schwierigkeiten kann er aus sozioökonomischen defavorisierten Millionen wirklich gut herabzubringen, kann er mit Migrationshintergrund wirklich gut herabzubringen, aber als gilt das auch. Wir haben aber dürfen ja eine Reihe von Politiken umgesetzt, die kann er kritisieren. Und Herr Karteiser findet das alles schrecklich, was wir da gemacht haben. Wir haben aber geguckt, dass man kann er ganz frei auch und die Meichspruchigkeit, die Tregel ist, die sie eigentlich daheim kennen, die sie auf der Spielplatz kennen, die sie mit den Eltern an der Supermarché gehen oder an die Pizzeria gehen, da kennen sie, dann hören sie die Meichspruchigkeit, da geht das auch ab. Die haben wir als ganz normal auch an das Umfeld von organisierter Kinderbetreuung herabbrücht, an den Krechen herabbrücht, weil die Evidenz eigentlich ist. Nicht, wie den Herr Karteiser gerade gesagt hat. Für das man
ihrer Mammespruch Mino ginge kommen mat der franzésischer Spruch effektiv an der Regel net die Mammespruch ass. Me well man aber wissen, dat Franzésischspruch eng Realität an der Letzebauer Gesellschaft ass, eng Realität um Letzebauischen Erbesmer ass, an en Faktor de Scheck am Letzebauer Schuldsystem ass. Dorems as het eis gängen fir Kanner eichter ze sensibiliseieren op die Franzésisch Spruch, dat op eng ganz lüdiger spielerisch Manier ze machen, wo net eng Spruch geléiert gëtt, mir wo se ganz einfach mal eng Spruch können heieren, an de hier wieder dat herauspicken, wat Kanner automatisch man, weil sie firwel sech, kann wëlle verstoen, kann will noch versterne ginn, an dat mir den lo schon, dat kann eng anderer Poste, der dort der Spruch kreen zu franzischer Spruch kreen, am zeien dat Europa, iwwer de Prekos, iwwer Spielschchoul, iwwer den Apprentissage, geregelten Apprentissage no an der Grundschule vun der franzischer Spruch. Das E-Punkt, den man gemacht hun fir méi sozial Gerechtigkeit, de soziale Lift nees an Goen ze kreen, en anderen ass eng Diversifizierung vun der Schullandschaft. Wann Diversität zu Lützeburg als stärkt ass. Aber wenn als de Gro vun der Rieder Nowen hunn dat an der Strach, dat ein erfolles Modell Lützeburg och darüber berout, dat man opwaren, dat de viel Leiit mat unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, aber final mat enger Motivation fir ze reüssieren op Lützeburg kommen sinn. Dann mensch muss man déi stärkt von der Diversität auch an einem Schulsystem herumfahren. Wat hun bis lo gemerk. Mir gesot, et gëtt nemmmen richchte Schulsystem zu Lützeburg, a den net passt, do man akzeptiert, dat den redoubliert huet, dat den dekrochéiert huet oder dat an d'Ausland an eng Schulgangen ass oder dat an enger daier privater Schul war. Mün als Schulsystem als öffentliche Schul gestärkt, fir déi so breetrem opstellen, dat man auch do der Diversität kënne Rechnung do die Diversität herumfannen, mat britische Klasse, mat internationale Klasse, mat europäischen Klassen, wo viel méi schwa huet, wo en seg lang vehikulär kann herauswählen, wo en de Rhythmus an de Niveau vu sengen Spprochen, de Fremdsproche kann heraussichen, all kann huet unterschiedlich Talenter. All kann huet unterschiedlich Ambitionen an Interessien, an all kann zu Lützeburg für allem auch unterschiedliche Spprochen. An dürfir wäret eis wichtig, dat man auch déi unterschiedlichkeit do an einem Schulsystem respektieren, an dat ubieden, man du gefangen. Und es ist fest überzeugt, dass das sehr weh wird machen. Meine Partei will auf jeden Fall den Note weh weitergehen, ganz klar an diesem Wahlprogramm stehen, dass wir auch eine öffentlich agréiert Europaschule im Territorium von der Stadt Lützeburg brauchen. Der Succès von diesen Klassen zu Deiferding, zu Esch, lo zu Munref, lo zu Junglünster, lo zu Kleef, deke da ist recht an so nicht. Die Leute werden die nächste Jahr mit der Face aufstimmen, und ihr kann endlich Schüler bringen, wo sie alle gut eine Chance. Herr Spautzel aus den Ressort von der Education, so ein Ressort, wo ganz viele Leute immer gerne mat schwätzen. Das Ressort, wo ich schon bald so einen undankbaren Ressort, weil war mit vielen Neuerungen verbunden, die nicht immer gut kommen. Ganz viele Leute, wie gesagt, die mat schwätzen. Wie gibt dir die Ressort, dann wann die Education zurück bei CSV soll kommen oder bei CSV soll kommen? Also CSV huet de Ressort fir d'Lächt gehabt bis 1999 und immer geheescht, dass bei der CSV wie an der Educationssystem net gut gewesen, dofir as du mat am Brassel kom, mat back to Basics, du was mat am Delvo kom, die 10 Joer do waren no die Lächt 5 Joer den Herr meist Kritik, die am Educationssystem gemerk, dats egal wie Minister ass immer ganz groß mit die froh, die se eben ass an dat das de Problem. Die nech persönlich gesinn, Herr Meist ganz viel Reformen ugepackt, wie net vergisst Leiit vum Terra mat anzubauen. Net vergisst Leiit man Terra mat anzubauen, net vergisst der Senior mat anzubannen, fir an den einzelnen Etappen, die hier gemerk huet, die Reformen, die nu geleiert huet, da sind Leiit als Personal vergisst gin. Das nämlich wichtig. Mehr können die besten Ideen hunn als Politiker firgen dat ze wat Leiit um Terra. An dat sinn an der Education sind dat der Senior und der Senior net mat angebunden gin an die Entschädungen, da gëtt doch schwierig, dat ganz umzusetzen, weil wann der nämlich Leiit optoiert, der sieht Leiit net von dem iwwerzecht, wat ze do solle machen. Also doch schwierig, dat se mat der nedischer Enthusiasmus dadurch vir gin. Und das von den Kreditpunkten, die mehr gemerk hunn in der Edukationspolitik. Und das weiteren als dat an dat huet den Herr Kersch indirekt doch schon ugedeiht, Wa man schwätzen unbedingt eng Reform notwendig, just in der Formation professionell bei Schwetzen Orlo schon ganz lang vor Reformen an der Formation professionell, die neidig sind. Das Diskussion wat geschieht mat de Grenzgänger, die hinkommen. Et verhalen soviel Leiit, die ha Resident sind, die fallen durch de Sift, weil sie net fertig springen, am mat integriert ze gin an do as och eng Verantwortung bei der Schule, wenn man dann die Leute net so ausbilden, wie man sie brauchen, fir dat so Arbeitsmarkt kompatibel sind. Aber mehr die Sozialscheier immer wie weit man Schule as ein Deel davon, Formation professionell as ein Deel davon, an dass man da mal fertig springen in einer Stelle wert.
der Formation professionell zu gehen, an nicht Formation professionell so für dich diskutieren wir über die Reform von der Grundschule, dann machen wir das mal am Klassik, dann nennen wir am Technik, dann nennen wir nimm von der Klasse, dann Formation professionell lassen wir leihen an den Image von der Formation professionell heute in Lützeburg ist nicht gut, wissen wir alle gut, und da sind da müssen die nötigen Akzente setzen, für das auch da die Leute, die Residenten sind, Chance kriegen, die Handwerker zu lehren, die auch hier am Land Also da ist lo mal wertfrägen Akzenter dat du gesagt gin Ärer Meinung dann diskutieren wir darüber. Komm de Lommer wann es mat Propose, was der Plan fir Formation professionell. Das durchaus wünscht, dass wo an der Formation professionell geht drin, wenn man Betriebe hier am Land durchsiedeln. Dann haben die Berufe nicht, dass man dann noch die Berufe müssen Heize Lützeburg anbieten, dass man Möglichkeit tun, dass auch Heize Lützeburg auf die Leute kann zurückgegriffen gehen, die auch da noch Arbeitsplätze fanden. Mehr schaffen den Herr Kerschütt für du gesagt, Herr Schneider bringt so viele Betriebe auf Lützeburg, aber er bringt aber gleichzeitig nicht fertig Leute, die hier am Land wohnen, an denen Betriebe noch da zu kriegen, weil die Qualifikation nicht dem entspricht, was du hast. Da muss man eine andere Adaptation machen, da muss man die Formation professionell mehr noch bei den Arbeitsmarkt bringen, mehr noch bringen bei dem Ministère du Travail, mehr noch bringen bei dem Ministère de l'Ökonomie, dass auch dort Möglichkeit besteht, dass die Berufe, die gebraucht gehen, auch die Berufe konkret, Herr Spaut. Du hat an einer Radioemission proposiert, der Service von der Formation professionell soll als Medikationsminister herauskommen an den Ministère du Travail. Ass dat an ihrem Programm schon Äre Plan für Lützeburg gelesen, da steht dat net. Ass dat lo dran oder ass net dran? Sollen de Leiit dat Fleisch soen? Sollen de Leiit dat Fleisch soen? Ës in der Meinung, dat dat net gut ass. Wann der gern hat eng Opwertung vun der Formation professionell. Ich will net wie organisatorisch ging goen. Dat dann aus den Listen herauszuholen an ganz aner wahrscheinlich neue Schule Formationszentren, die dem Ministère du Travail erstehen, ugliederen, dann denken schon mal fir d'Opwertung von der Formation professionell neicht gemacht. Wir hunn eng schwere Situation bei den Arbeitsmarkt bringen an das wichtig, dass dat ausgebildet wird an die Leute Kompetenz gelieft. Dat Techt Formation professionell kënt mat an den Ministère du Travail. Formation professionell muss eng Priorität beim Travail an Travail muss angebunden sinn an kann net sinn, dass unilateral besteht an den Dialog mat der Chambre des Métiers oder mat der Fédération des Artisans, mat den Handwerksverbänden, mat den Entrepreneuren, am Patronat. Mit den ass institutionaliséiert, mir sinn der permanentem Dialog. Ich verstehe den Herr Spaut net. Ich weiß nicht, was Herr Spautzlo amüsiert. Mit die Reformen, die man und der katastrophale Reform von 2008 gemacht hat, wo meine Partei nicht an der Regierung war, will ich mal ein sagen, wo ich eine Situation von tun, wo man 300 Schüler an einem Jahr müssen dekrochieren, weil sie nicht mehr weiterkommen sind an dem System von 2008, wo man schrittweise mal an 3 kriegt tun. Ja, da tun wir alles am Konsens mit den Sozialpartner gemacht, mit der Chambre professionell. Reform von der Formation professionell als nachher man nicht weiterkommen. Herr Spaut, Herr Spaut, es leidet ein Gesetzesprojekt an der Chambre, wo man just noch nicht gestimmt kriegt, weil wie vom Conseil d'État. Aber Sozialpartner nicht verstanden. Nein, das ist nicht vor. All die Punkte, die dort dran sind, habe ich gemeinsam mit den Sozialpartnern, mit der Chambre des Salariés, mit der Chambre des Métiers, mit der Chambre de Commerce auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Das ist Fakt. Ihr könnt heute den Contraire, muss ich aber auf reale Tatsachen zurückkommen. Ich kann heute nicht stohlosen, dass meine Politik machen, die Lernschleit vom Terrain geht. Wir haben Tabakzenter von Menger Bildungspolitik, habe ich an Akkorde gegossen mit Gewerkschaften. Ein Hauptschwerpunkt, den wir gemacht haben an der Bildungspolitik, ist Vertrauen und Leid um Terrain. Ich habe Kompetenz aufgehen aus dem Ministerium. Ich dezidiere in Zukunft oder den nächsten Bildungsminister dezidiert deutlich Männer, weil viel mehr Decisionen an der Schule, von den Enseignern, von den Direktionen, von den Akteuren an der Schule Terrain geholt gehen. Wir setzen nach klare Ziele dafür, aber wie die umgesetzt, gehen wertvoll weh, das entspricht der Erfahrung, der Motivation, auf den Besoin von den Schülern, von den Leuten Terrain. Das ist real momentan. Das geschieht an allen Schulen momentan, an der Grundschule, an am Lycée. Geht einfach gucken. Also Fakt ist, dass der Chantier geäft wird. Der Formation professionell an das auch noch nicht ganz aufgeschlossen. Ich meine, nicht den einzigen, den ich gebe. Ja, das ist ja auch richtig. Wir wollen die Fazit der Wahrheit zeigen. Fakt ist aber auch, wenn der erlebt, dass die Reform von 2008
die net gelungen ass, wenn Herr Spauz richtigerweise gesot huet. Hauptsächlich op Druck gemerk in ass vun der Chambre de Métier. Ja, méi dat einfach mo enkeier ha feststellen, wann op der anderen Seite seet, missen Deel Film impliieren. Die nämlich Leiit, die 2008 fir die Reform agetruete sinn hunn Poer entdeckt, dats dat net de richtige Wé ass agéit lochom Poer muss eng neue Reform mechen. Dat richtig ass. Mussen se mechen opgrund von den Resultater, die ma hunn, méfir soll awer hoch seg Responsabiltäten iwwerhëlle. An si ganz no beim Herr Meich, wann seet, dat fir Diversifikationun am Schulsystem afeiert. Mer hunn verschieden Kanner Kanner mat verschiedene Bësweren, also muss noch mat verschiedenen Leiermethoden do op Sache reagieren. An das auch normal, dat se probiert als Unterrichtsminister do eng Reif vun Projekten ëmzusetzen, fir her no dat gut, weil den do rauszieht, fir dat och auf allgemmengeren, an dem schlecht Resultat dann auch berücksichtigt an dann sind Konsequenzen erzählt. Ech will just Person an differenzieren nechmech oder als Partei sech am Wahlprogramm vielleicht ein bisschen vis-à-vis vom Herrn Meich. Und ich wäre froh, dass nicht für drin, aber trotzdem gesot wird. Auch wenn dann hier im Programm nicht so explizit dran steht, mit die ganze Diversifikation, an der das der sprangende Punkt, die kann am Menge nähen, nimmen an den öffentlichen Schulen geschehen, dass der dient, an der zwei das Mixität von den einzelnen Schulen darf nicht verloren wird. Und darf nicht zu einem Konkurrenzkampf kommen zwischen den engen Schulen und den anderen Schulen. Wir wollen keine Schulen für die Portugiesen, eng für die Engländer und eng für die Lützebäuer. Wir hätten gerne ein gemeinsam öffentliche Schule. Ich meine, an diesem Programm ist das auf jeden Fall ganz klar definiert. Es gibt Beispiele, wo ich nicht so glücklich drüber bin, Michael Lucius, für den nun zu schwätzen, wo ein englischen Schulkonzern, weil das so an dem geringen, wo sich Programme festlegt, wo sich das Examen verbessert, und auf der anderen Seite aber dann von öffentlichem Personal an öffentliche Gebäude profitiert. Ich meine, dass das nicht wäre, auch so ein Pilotprojekt kann den Enker machen, aber dann muss ich aber auch den Courage schon. Das ist aber schon bei der Madame Delvaux gelernt. Ja, aber nicht an der dritter Form. Ich habe den Kontakt mit Pierce nicht unterschrieben. Aber nicht an der dritter Form. Ich will das einfach nachher. Nee, ganz genau. Genau, net an der Dotterer Werke genau. Wir sind als einfach am Fong eins an der öffentlicher Schule wichtig, an dann op der anderen Seite Mixität darf nicht verloren. Ja, ich mein, schon zu viel manieren, ich will kein Antwort fallen. Ich mein, das ist mein Problem. Ich lausche aber ganz spannend. No, sie ganz viele Sachen gesucht gehen, zumindest auch was den Herr Kersch gesucht hat. Wir verlieren uns an der Politik, heinst du, ob wirklich ganz kleinen so Nebenschauplätzen. An der Schmengen, das geht gern gemacht, weil da kann ich davon überdimensional diskutieren und kann ihn sich so irren über Kleinigkeiten, aber wir verlieren eigentlich das global aus den Ahnen. Weil, was den Herr Kersch nämlich gesagt hat, ist nämlich ganz richtig, mir ganz andere Probleme. Und das sind effektiv die Sozialprobleme. Wir haben ganz viele Leute hier am Land, Working Poor, die wirklich absolute soziale Minimum leben, die stehen alltag morgens op, sie gehen alltag schaffen, sie machen hier 40 Stunden, also sie bringen nicht fertig dann bei ihnen zu kriegen. Für war das das Problem? Oft unqualifiziert Plätze, Mindestlohn, oft keine Möglichkeit, eine Wohnung zu finden, respektiv teure Loyer bezahlen. An der Schmenge, wenn ich muss schon über 70% von seinem Lohn für eine Wohnung ausgehen, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und dann haben wir ein Problem. Und die Schere zwischen wirklich den Leuten, denen es ganz gut geht, und den Leuten, denen es schlecht geht, geht immer mehr auseinander. Und wir wissen, dass aus der Vergangenheit, das ist nicht gut für eine Gesellschaft. Das schürt Ängste, wenn ich Existenzminimum lebe und schon keine Perspektiven. Und ich gesehen dann eventuell Flüchtlinge oder Ausländer, die vielleicht es besser haben oder schmengen, sie hätten es besser. Und die Ängste gehen nur noch geschürt, das ist nicht gut. Wir müssen als Politik die Ängste stellen, wir dürfen sie aber nicht schüren. Wir müssen gucken, da in der Wurzel etwas zu ändern. Ich meine, bei unserem Programm steht ganz klar, dass man muss gucken, Wohnungen zu finden mit Loyer, die abordabel sind für jeden. Dass man muss gucken, dass Leute Arbeitsplätze finden, dass der Staat eine Responsabilität hat, dass man Mindestlohn einfach an die Lut gesagt kriegen. Und das sind für uns ganz wichtige Elemente, weil das nicht den Flüchtling, der schuld dran ist, von uns Existenzminimum leben, weil das ist
ein Problem aus unserer Gesellschaft und die muss man regeln und die muss man auch zur Summe regeln. Das ist einfach ein bisschen schuld, wenn ihn dann so gesagt, wie heute Diskussionen gefordert gehen, da gesagt ihnen, dass der Mensch überhaupt nicht reif ist, für sich zu summen und den durchzusetzen, für parteiübergreifend zu sagen, komm, wir gehen die Dossien da wir haben vielleicht verschiedene Point de vue. Wir sind vielleicht außernehmen mit diesem Point de vue, weil wir einfach verschiedene politische Richtungen sind. Wir sind aber vielleicht können sich und durchsetzen, der man Blut strippen, und probieren zu summen, eine andere Gesellschaft zu denken, zu summen, eine bessere Gesellschaft zu kreieren. Wir wissen ganz genau, dass mit dem Wurstum, den wir haben, dass wir den nicht können, an der Unendlichkeit weitertreiben. Das ist so, das wissen wir hier bannen alle gut. Wir wissen aber auch, wenn wir kein Wurstum mehr, geht es uns schlecht. Das heißt, wir müssen kreativ gehen, wir müssen gucken, zu summen, was können wir machen, wo können wir Schrauben drehen, wie können wir hier an unserem Land weiterleben, was Betriebe, wann nach Betriebe kommen, holen wir überhaupt ab. Wir können nicht einfach alles abholen. Und das wissen wir hier alle gut. Ich meine, du brauchst keine Menge Zeichen zu mir, wir wissen das alle gut. Und ich bin wirklich immens froh, wenn wir an der Zukunft eine Gesellschaft geben, kreieren, wo wir als Politiker das tun, wirklich einstellen, ist sie vielleicht naiv, das mag Sinn, wo man das einstellen, aber wo man wirklich zusammen probiert, eine Lösung zu finden und nicht als da auskratzen und so oben in die Last gehen. Ich fand das immens schön. Da lust mich die Frau vom Herr Kerschneinke abgreifen, wo immer ähnlich das drüber geschwätzt und Croissants, Herr Bratz. Wie können wir das dann, wie können wir Leute bausen, dat Schiedverein von der Croissance am besten profitieren kann. Wie können wir das machen? Also, ich ging auch mal gerne reagieren auf die anderen Kollegen, schon wie Madame Cicchetti, dann noch zurückgehen, mit der stellt mir die echt froh. Das ist nicht, ich auch ganz gerne, mit gibt einfach einen Trick, fängt die Ball froh, mit den nächsten Echten und dann dreht das von der Bär. Ich als kleinen Tipp. Für trotzdem ob froh zu antworten. Es geht die Frage, welche Wurst dass wir zu Lützeburg wollen. Das ist eng seriöse Frage, nicht wie wir die wollen haut abordieren, ob man dazu kommen. Dann das effektiv eng froh von der Umverdelung. Dan Kersch hat ganz recht, das ist natürlich auch eng sozial froh. Und wir müssen zu Lützeburg mit den Instrumenten, die wir haben, probieren auch für eine gewisse Umverdelung zu sorgen. Wir haben an unseren Budgeten von der Sécurité sociale, am breiten Sinn vom Wort, wir machen ja eine enorm große Umverdelung zu Lützeburg. Der fand kaum ein Staat in Europa, den über sein öffentliches Budget so viel Umverdelung möchte, wie das zu Lützeburg der Fall ist. Das ist nicht, dass man auf dem Notepunkt speziell schlecht oder schwer abgestaltet werden. Das muss ich sagen. Am Detail davon, also da war eins eine Überlegung wert, ob ihr probiert, weiter Umverdelung zu machen oder ob ihr probiert, für strukturelle Lösungen zu sorgen. Stichwort Logement. Wir können natürlich weiter die Subvention Loyer für nach mehr Städte applikabel machen. Wir können auch die Monte nach mehr heben. Das ist eine Situation, wo wir heute in einer gewissen Urgenz sind. Oder wir können dafür sorgen, dass über andere Mechanismen den Problem Marche vom Logement gelöst wird. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Was machen wir? Am eigentlichen Sinn vom Wort immediate Umverdelung oder wollen wir strukturell umgehen? Mittlerweile kommen natürlich allein an, dass wir die Probleme probieren strukturell zu lösen. Ein anderer Weg, wo wir auch können gehen, dass sie steuern. Wir haben in dieser Legislaturperiode eine Steuerreform gemacht. Und ich bleibe dabei, dass die Reformen, die wir hier als Koalition zusammen gemacht haben, wenn man sie vergleichen mit früheren Steuerreformen, die sozial geguckt, die größten Umverdelungen gemacht hat, an die sozial am gerechtesten war. Nicht, weil wir mit denen erfahren, es bleibt noch Spielraum, wir haben ohne Zweifel bei dieser Reform, wo wohl Jitveré profitiert hat, und natürlich die an den ewigsten Gehaltskategorien sind, kriegen dann noch beim selben Pourcentage netto viel heraus. Wir haben aber an den mittleren, an innersten
Revenuskategorien eng Großumverdelung gemacht, notamment weil man op den Kreditempo so stark zurückgegraf hun. Dat war net jit verregem seg Menung am Land, wo man op den Dote wir gang sinn, mengen die fundamentale Option, die man do geholl hun, fir och ganz sinninnen an niwer de Kreditempo plus jo ausleeft, die man net lediere durchgezunnen, dass man do mat Zcheheet die richtige Option gehollen, fir dass man eng Steuerreform machen, wo net nemmmen déi die Steuer bezuelen, och können eng bessionäre Steuer kreen, mir och Leiit die Bell keng oder wirklich keng Steuer bezuelen, iwwer de Kreditempo och an der Genoss vun enger Reform kommen. Dat sinn mengglech die zwe häbte Instrumente, dass man denach können ausbauen, dass man auch denach könne verfeineren, ganz sicher. Man muss zu schon das Revenu Tscheier von der Revenuen zu Lützeburg net aus ne geht, dat das fir all Gesellschaft eng Belächtung, dat muss man eng monitoren an Spengen an der nächster Legislaturperiode, als auch do sowohl bei den Steuern wie bei einer sozialpolitischen Instrumenten Spielraum. Mir schmengen mir solle wirklich auch dat strukturelle das näher verleieren, net mit dem Verdelungsinstrumenter, sonst kommen man nicht ganz weit. Herr Kerr steht bei der Reform von der Gemengefinanzen, die der Orlo und der sozioökonomisch gebunden gehabt. Du hast den sozioökonomischen Index, die Mat spielt dort ein ganz Party Gemengen, die mich schlecht durchstehen, aber da du geht, die kriegen noch méi. Merkt er dann auch do schon, dat die strukturellen Scheier bis mir klenket an den Gemengen. Ich mein, Finanzreform ist ja ein Thema, das Lützeburg während Jahrzehnten sich ganz hart diskutiert und wo während Jahrzehnten nicht geschieht ist. Und das ist auch der Grund, für dass ein Handlungsbedarf immer mehr an Blut gegangen ist, weil Disparitäten immer mehr groß sind. Schon Beispiel geholl, 400 Gemengen Finanzreform, huet eng Stadt Rëmmling 1835 oder 1834 Euro op de Kap krit an eng Gemeng Wënschaft, fir nommen die Doten ze nennen mat enger enlecher Awunnerzuuel huet 3130 Euro krit. Das ist ein Unterschied von 65%. Das wären Unterschiede, die so nicht mehr tragbar wären, und dafür haben wir die Gemengen in der Finanzreform machen. Das Resultat ist, dass die Gemengen am Land viel mehr bei ihnen geregelt sind. Ich meine, das wäre auch das größte Ziel, dass die großen Unterschiede nicht mehr an dem Muss bestehen. Es gibt noch immer Unterschiede, da muss man auch noch weiter durch schaffen. Ein von den wichtigsten Aufträgen, die wir selber gehen haben, wäre selbstverständlich auch die Kriterien neu zu gestalten. An der sozioökonomischen Index als ohne Zweifel den muss determinant sein, wie viel Suen das in einer Gemenge zur Verfügung stellt, weil den natürlich, wenn sie schlechten sozioökonomischen Index hat, ganz andere Sozialgeistgaben hat, wie andere Gemengen und noch ganz andere Initiativen muss auf vielen Terrainen muss hören. Das Resultat, wie gesagt, von der Gemengen Finanzreform hat all die Ziele, die wir als praktisch parteiübergreifend gesagt haben, erreicht. Und dafür sind wir mehr wie erstaunt, dass es eine Partei gibt, die das für rückgängig machen. Das CSV, die Gemengen Finanzreform auch nicht matt gestimmt. Und ich will jetzt tun, dass eine Südregion durch die Gemengen Finanzreform zwischen 50 und 60 Millionen an einem Jahr mehr gekriegt hat, wie ohne Gemengen Finanzreform. Wann die Leute, die Feder oder Menge Minister Verantwortung gedrohen hat, die Gemenge Finanzreform zum Zeitpunkt gemacht und da wir sehen, wie viel Suen an der Vergangenheit an der Süden geflossen wären, das leider auch nicht geschieht. Das Jahr, wo lo wirklich geschieht als 2017 schon Ziffern enker gesucht, eng Stadt Esch, die 12 Millionen mehr kriegt, eng Stadt Deverding, die 8 Millionen mehr kriegt, eng Stadt Diddlinge, die 6 Millionen mehr kriegt. Ich kann so weiterführen, wann das gerne hat. Und dafür sind ich wirklich erstaunt, dass TSV die Gemenge Finanzreform will rückgängig effektiv Südgemengen kommen effektiv gute Wächte, andere wie Wünscher, die beklonen sich, dass sie Männer kreen. Was möchte dann eng CSV, was sollte Regierungsresponsabilität kreen mit der Gemenge Finanzreform? Also den Herr Kersch recht, CSV hat die Gemenge Finanzreform nicht matt gedrohen, nicht weil am Süden Leute mehr kriegt, weil das für allem darum ging, dass das Solidarität am ganzen Land ernst das muss geguckt gehen, und dass man nicht gut von tun, dass verschiedene Gemengen, ländliche Gemengen, auch von sie pro Tête habitant, wir sind aber ganz anders freien, weil Gräst von einer Gemeinde, Tresor von einer Gemeinde,
auch ganz groß freie Matze springen, das dafür, wo man gesagt tun, dass der solidarische Gedanke bei ja ist ehrlich das gewicht wird, da muss ich sich vorstellen, außer von Süden nach von Norden zu Schweizer war doch nach verschiedene Mengen, die schon viel suchen hatten und noch viel beikriegt. Stadt Lützeburg huet am Kon 2017 sogar so verloren, Herr Spaut. Die Zölllen hat auch können no lesen, wann der Zölle der Chamberkommission no geguckt hat. Stadt Lützeburg war die Gemengen, die kommunalpolitisch am besten durchstungen, da hat noch eine ganz andere Diskussion müssen freieren. Und dafür immer gesagt, dass wir mehr Chance haben, viel zurückzukommen, dass man eigentlich gerne die Säuen auf den Lehrstuhlen, dass auch die flaschenmäßig Gemengen nicht, die sind nicht gestraft gehen, weil da so das gut sind und Ausgleich kriegt auf Basis von dem, was 2015 gemacht ist. Da das richtig, da das von den Punkten. Wir geben das ganz gerne auf die Lehrstuhlen. Aber da sollte man eine Gemenge konkret, die da mengt. Ja, Wünscher aus eng von denen Gemeinden. Wünscher kriegt am Moment nach 3.470 € auf den Kap. Ja, sie kriegen den aber über den Ausgleich, den Wünscher kriegt am Moment mit der Gemengefinanzreform 3.470 € auf den Kap, er leidet landesweit und dritter Platz. Die am meisten haben, das sind die am härtesten sind. So kann ich sich ein bisschen einfach. Sie kann sich da ein bisschen einfach machen. Der wisst gerichtet, dass die am Norden verschiedene Flaschegemengen, wo der extra eine Dippe geschaffen hat. Die großen Flaschegemengen, wenn der Louis Treso schwätzt. Verbindungen zwischen den einzelnen Ortschaften an den Gemengen, die gehen nicht von der Gemenge bezahlt, wie die vom Staat bezahlt. Und da so ich gucke mal Südgemengen als Beispiel. Südgemengen, den großen Teil von den Südgemengen bezahlen Millionen all Jahres an den öffentlichen Transport. An der Norden gibt von der kein einzig Gemeng, die an den öffentlichen Transport investiert, wird das alles vom Staat bezahlt. Natürlich haben Einzelgemengen eine Herausforderungen, auch eine Obträge, das ist ganz klar, mit das aber absolut nicht so, dass es immer zum Nullteil von den Nordgemengen wäre. Und es ist so nachher, trotz der Gemengereform, Gemengefinanzreform, ja, als nach immer Nordregion die pro Kap am meisten am Land kriegt. Wir haben just Pferdesprüht, die Unterschiede, die zwischen den einzelnen Regionen waren, die 5,5% waren. Das heißt, vom Norden auf den Süden, die pro Kap am meisten gekriegt hat, von 5,5% auf 2,7% darauf zu reduzieren. Das ist noch nicht die absolute Gerechtigkeit, mit das aber ein wesentlicher Schritt an die richtige Richtung. Und dafür bedauern ich, dass das nicht endlich zur Kenntnis wird. Der so die Schrift man einfach machen, ich wollte nicht einfach zählen. Zählen lehen nicht. Ech so just als Solidarität mat den anderen Gemengen net ahalen gin ass an das dofir wo mehr nach gerne en op de lees. Mat Enger mat Enger noch Gemengen Wënscher genannt eng klein Gemeng mat 5.000 Dawohner, die un dritter Platz am nationale Ranking steht. Handel rausgeschrieben, die sind un 21. Platz am nationale Ranking. Die kommen noch net schlechte wäsch. Sie kräen aber Mann wie fir drin. Nee, sie kreen net Manner wie fir runn, well mar e Kompensationssystem ageschrieben nur gesot fällt kein ënner dat wat 2015 hat. Dafür kommen sie net wie schlechte wäsch ganz am Gegen den mis Leiien lo ungefähr an dem Ranking wo soch geheieren. An Nationalrappes wann man dann iwwer weiter Thema schwätzen, wo der jo total wieder schwätzt. Op die engerseits so, dat mir machen lo gern en Quat vu 60 Gemengen, der vun nëmme sterk Gemengen sinn, an der will dat die sogenannte ländliche Gemengen, die awer alle Gute solle fusionieren, méi sue gin. Ich kann ja just so schon nur die 51 Gemenge gesinn, die ënner 3000 Leiit sinn. Aber den 51 war ganz viel dabei, die gesot Fusion ja sech hummer Kinre, wenn mech die finanziell all ganz gut. Also dafür ist das auch total widersprüchlich par rapport zu ihren nächsten Hinaus. Fusion geht ja nicht nur um Finanzen, geht auch darum, was die Bürger Gebäude kann gehen, kann auch darum gehen, was Leistungen in Gemeinden hier in Anwohner kann bieten. Und du hast ganz klar, dass von der Seehut von über 3000 Anwohner, der tut er sogar bestätigt. Also können die Leute eine andere Offer machen, wie wenn die nicht machen. Das ist dafür, wo wir so, wir geben gerne mehr Fusionen machen, der hat der in dieser Periode fertig wird, genau wie die Periode für drin, dass in das muss akzelerieren und dass in dem muss gucken, am Dialog mit den Leuten, am Dialog mit den jeweiligen Leuten, die an denen Gemenge gucken, für da können nach Zusatzfusionen zu machen. Wir haben eine Fusion, wo Ettelbrück mit dran ist. Ettelbrück ist kein Gemenge mit 3000 Anwohner, Ettelbrück ist mit rund 8000 Anwohner, die hat. Da sind da mal
wollen de Bierger vun all dee Leiit, die dummer an die Gemenge mat rakommen, dats déi auch eng Meiglechkeet hunn, op einer Service op einer Lichtungen zurückzukommen und das dafür wo man gerne hätten, dass man dat beschleunigen wat Fusionen nubelangt, dann sind dort Leute, aber muss man führen. Kann den aber nicht unilateral dezidieren, man muss Leute mal führen an die Diskussionen feieren, für die Fusionen können zu machen. Ich begräßen dat, ich muss aber doch nennen, ich begräßen dat, dass da los ist, dass man das nicht unilateral... Herren invitieren, die mal Lied, wenn ich der Tisch gehe. Wir sind am Gang, das ist wirklich ganz weit von unserem... Okay, dann machen wir das nur am Konto. Ich bin just froh, dass CSV haut nicht mehr von Zwangsfusionen schwätzt. Das ist mal richtig. Das war nämlich das Konzept, das sie ursprünglich lanciert hat und durch ihre Spitze dran, der Claude Wieseler, wo sie gemerkt haben, dass wir Stürme am Land losgetrippelt hat, und sie sehr die Tour gemacht. Wir begrüßen das aber, weil ich auch der Meinung bin, dass das gar nicht geht. Selbstverständlich. Dafür habe ich die 51 Gemenge gesehen, die froh kommen, die unter 3000 sind. Okay, wir sind aber nicht immer zu Zweiheim, wir sind zu Meiheim und ich werde noch mal ein Hallo. Ich habe mich schon lange zurückgehalten. Voilà. Dass den Herr Meischmann hier wegschnickt. War noch nicht so weit. Wie ist dann von der DP? Wen Incentiv will dir die Gemenge gehen für Fusionen? Das Gemenge Fusionen auf einem gewissen Niveau interessant sind, weil sie ein besseres Service für die Population bringen, weil sie verschiedene Freie reduzieren, ganz klar. Aber wen Incentiv geht denen? Du hast ja auch Kirchturmpolitik, du siehst auch Heinz du Bürgermeister, die paar Force nicht wollen, andere, die so, wir schaffen schon lange gut zusammen, oder wir schaffen jeweils Indikator zusammen. Wen Incentiv könnt ihr also ich lebe aber da mal um die lokal gelebten Demokratie. Aber wenn es so ist, dass man Gemengen sich zu summen den viel mehr Potenzial für ihren Abwohnerinnen und Abwohner etwas zu bieten, dann Mensch hund leider an der Gemeinde die Intelligenz, sich ein Bürgermeister, einen Chefrat zu wählen, den am Gemengerat an die dort Richtung geht, a Kontakt ophält, matnopisch Gemengen, an die Summe setzt, an das Projekt von einer Fusion auf den Tisch lädt, guckt, ob die Leute an ihre Gemengen d'accord sind. Wenn es einer wäre, dann haben vielleicht die Leute auch die Intelligenz für den Weg zu gehen, für anders das können zu Summe zu schaffen, für öffentlichen Transport zu Summe können zu organisieren, für Schulen am ländlichen Raum zu Summe können zu bauen, für zu gucken, dass andere Infrastrukturen zu Summe selber zu gucken, noch vielleicht mit staatlichen Instanzen zu Summe zu gucken, dass andere Infrastrukturen hinkommen. Ein Flottbeispiel, wo meine Partei an dem Felix Bratzing-Partei immer ganz stark Matro geschafft und aus der Redner kannte. Weil die ganz vieles zu Summe gemacht haben. An zu Summen hier erfahren gebündelt haben, a Flotsache konnte man, hat der Staat noch aus dem Matt gezogen. Der Redner Lisse ging sicherlich haut an der Region da nicht gehen, auf jeden Fall wäre nicht die Success Story, war nicht da auch Gemenge schon lange eine Tendenz gehabt hätten, für etwas zu Summen zu machen, etwas zu Summen zu Sternen zu kreieren, an eine regionale Identität dann auch zu stärken, zu thematisieren, sich klar zu machen, was zwischen uns an unserer Region ist. Wir wollen nicht irgendeinen kopieren. Wir wollen das, was heute normal gewusst ist, wollen wir weiterentwickeln und gucken, dass wir das mit vereinten Kräften können machen. Ich glaube darunter, dass den Prozess auf viele Plätze noch weitergehen. Wenn das an der Nordstadt geht, ist das sicherlich ganz interessant. Ein einer zu summen erbecht an der Nordstadt wäre auch vielleicht interessant, für zu sagen, die Gemeinden müssen nicht alle gut fusionieren, wir sollen aber noch mehr eng zu Summe schaffen. Das wäre sicherlich auch ein Plus-Value. Am Süden wissen wir, dass wir den Pro Süd tun, wo da aber auch relativ schwierig ist, weil aber da mal ein Streientwicklungspoler dran haben, rund Diedling, Beteburg, rund Escher, rund Deverding, Peiting, Rodange, da immer, wo natürlich auch jeder guckt, was geschieht bei mir, und nicht die Direktplüvalue von einer großen regionaler Zusammenarbeit gesagt. Ich glaube allerdings darunter, dass auch da ein Plüvalue an einzelnen Themenbereichen kann entstehen. Das muss aber natürlich nicht alles über den Weg gehen. Das kann auch auf einzelnen mit kleinen Niveau geschehen. Dann noch Diskussionsrunde hat den Jeff Engel in der Parteikolleg beschwert, man das natürlich aus der Gemeng wünscht, das gerade die Gemeng, die betroffen ist, also die ein bisschen Männer kriegt, nur die Kompensationen, die sie werden 2 Jahre kriegen. Herr Kersch, das ist so. Das ist so. Herr Engel schwätzt. Da würde ich just sagen, dass er bei op der Radiostele also Table Rand etwas gesagt hat, was Karima falsch ist. Er hat nämlich gesagt, sie giffen bis 2022 2 Millionen verlieren, und dann müssen sie zusätzlich auch noch 1,9 Millionen von l'Emploi bezahlen. Das ist total falsch. Die 2 Millionen, die sie dann Männer kriegen, wie wenn keine Gemengefusion keine Gemengefinanzen vom Gemenge wird, das sind die 1,9 Millionen, die sie an der Fond de l'Emploi bezahlen. Aber wenn die Einzelgemengen Minimum nicht regeln,
da bezahlen sie auch kein 1,9 Millionen mehr, weil das genau so am Gesetz festgelegt ist. Also, das müssen Sie vielleicht dem Herrn Kaiser mal bewegen, dass Herr Engelen darüber kann abklären. Erklärt das Position von Herrn Engelen. Film stutze net Beruf den Nowen wie wat Gemengefinanze wo Wënscherheit zu diskutieren. Geht die Nationalreform von den Gemengefinanzen. Ich mengen Gemenge fir keine Rolle spielen an ihrer Politik. Dat rein Polemik. Ich mengen mir willen ha net. Nee, ich meine los mal klar sinn wer hai als optrag hast. Wir können heilo lang iwwer Ziffern Herr Kersche matburcht schon se net matburcht iwwer Gemenge Finanzen diskutieren iwwer das oder de Gemeng am Land. Ich meine das lo net de politisch Essenz für so enger Debatte. Wenn man politisch schwätzen iwwer Landesorganisationen an iwwer die Einzel Gemengen, da sollte man verschiedene Prinzipien rausschaffen. Natürlich braucht man ein gerecht Gemengefinanzieren. Ich meine, der Spauzeitpunkt, das auch in dem wir delen, dass das die Kleingemengen oder also Kleingemengen anwohnermäßig, aber großflächemäßig mit Kästen konfrontiert sind, die ähnlich gelehrt sind, wie mir groß stiert am Süden. Ich meine, das ist einfach ein Punkt, und das muss ich nicht überprüfen, ob es gerecht ist. Wir brauchen also nicht den letzten Frank zu streiten. Wir müssen einfach gucken als Politiker, dass wir das gerecht über das Land verdelen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eben einfach gucken, dat mat gerecht werden. Den zweite Punkt ass an Doseppes hummer vielleicht einer Meinung sie wie einer Parteien, dat man iwwer die Struktur vom Land gucken, am Schüde Fall auch einer Meinung wie CSV, dat man das Prinzip von der Gemengenautonomie muss respektieren. Wir können net Tigoen wie Kollegium der CSV zu einem bestimmten Blick proposiert hun an een nationale Referendum an iwwer Reorganisation von de Gemengen Kitter de nationale Implikationen gött selbstverständlich. Wir mün de Prinzip von der Gemengenautonomie an das do um lokale Plan wo Leiit solle können desideieren, ob se wëlle mat enger anderer Gemeng fusionieren oder net, et dem Staat wie dat zu encouragieren an ze unterstützen, weil das an eisem klore nationalen Interesse dat Qualität vun de Servicer überall ungefährt nämlich ass an dat man auch effektiv net eng aber 12 wo klengen lokalen Entitäten hun das dazuet. Wir brauchen aber net eng Chambre des élus locaux. Ich meine mir wie auch CSV proposiert, dat praktisch all Bourgermeister eng dritt Kummer huet Niveau vun der Chambre, an dann haben wir auch schon de Staatsrot, an da soll net den Idee der CSV eng Chambre des élus locaux dabeikriegen, als legislative Prozess get schrecklich kompliziert. Ich meine selbst braucht man net. Wir müssen gucken, wann man iwwer Mandatstrennung desideieren zwischen nationalem an lokalem Plan, dat man selbstverständlich dafür sorgen, dat die Interesse vun de Gemengen auch national vertrude sind, ohne institutionell einfach gucken, wo man da gucke, wie organisieren wir als ein Territorium, wie will man den in Zukunft abbauen, dann ist noch eng froh, die auch immer im Raum ist, an die zum auch mit die Gemenge Fusionen übernehmen, recht das froh von den Zirkonskriptionen. Du hast an letzten Jahren ein bisschen geschieht, zum Beispiel Kommission. Wir hatten dat am 19. Jahrhundert, du konnte so dat wo soziologisch, ökonomisch ernstcht, am Osten wohnen eben Twinzer, am Norden Bauern, am Zentrum Beamten an Zaldoten, und am Süden wären het Industriearbeiter. Alles dat das haut ernstcht. Aber wir brauchen us die soziologische Differenzierung, Herr Meischwanschlift. Das soziologisch nicht mit zu differenzieren oder ganz schwer zu differenzieren, auch bewusst sind, dass es ungerecht ist. Wir am Süden kommen relativ gut weg. Wir am Osten, die haben Talschen von den Einwohnern vom Zentrum an den Drittel von den Deputierten. Am Norden, die sind auch an der Chambre unterrepräsentiert. So muss man sich also fragen, braucht man nicht mehr ein gerechtes System an dem Sinn, und ich ging so, und ich will noch gerne ein Engagement für meine Partei, dass wir hier gehen an ein nationales System gehen, den demokratisch mehr repräsentativ ist, wo wir aber herausgefordert sind an dem Punkt, dass man muss gucken, dass die ländlichen Gemengen, anderem am Osten und noch am Norden, aber nur nicht repräsentiert sind, dass man nicht nur die Chambre haben, die aus dem Gemengerat von der Stadt Esch an dem Gemengerat von der Stadt Lützeburg besteht. Es gibt also genug Herausforderungen, ohne dass man uns in der letzten Frage muss streiten, Herr Kerscher, Statistiken, die nur in 4 lesen. Ich meine, das ist eine gemeinsame Herausforderung, wie will man das Land in Zukunft organisieren, und ich meine, ganz viel von der Lebensqualität von unserem Land hängt davon auf. Milovic lang iwwer Gemenge Finanzen geschwert, dat schon Apps wat Leiit touchéiert, méi si sicher, dat dawer nach Theme ginn, die Leiit méi am Alldach beschäftschen, an dat das wahrscheinlich Mobilitéit. Lass de Süden nach eng Regionun, die relativ gut vernetzt, das gewe mal soen.
vis-à-vis vun andere Regionen geleeft man aus de Süden nach relativ gut vernetzt. Das awer froh Madame Cecchetti, ob het durchgeht, iwwer hat oder ob en du noch viel muss machen. Also ob et durchgeht an ob mir gut vernetzt sinn. Also wann mir am Süden ha gut vernetzt vis wie vum Recht vum Land dann an Schwees, dat den Norde ganz schlecht vernetzt das à la bonheur. Also ich fuhre ganz viel Bus, ich fuhre ganz viel Zug an mir sind lang net gut versetzt. Also du gildet nach wirklich een Riesenerfolg zu machen, weil mir hunn verschiedene Linien, da fuhren zwar, also mir verschiedene Strecken, da fuhren zwar ganz viel Busser, mit Takte sind dann nicht optimal ob den aufgestimmt. Wenn den zweimal muss wirsle, verpasst den nächsten. Mir hunn nach Takten, die nicht überall am 4-Stunden-Takt sind, sondern ohne Halbstundentakten, Stundentakten, was absolut für ein modernes Land nicht mehr machbar ist. Wir haben Busareen, Zugareen, die nicht gemäht sind für zum Beispiel handicapierte Leute. Wir haben Areen, wo man überhaupt nicht steht, wie viel lauer wie ein Bus könnt, da steht da, und da will der Bus holen und da froh, der sieht da überhaupt richtigen Aree. Da gibt es noch so viel zu machen. Schmengen, du ginn die nächst 2 Regierungen an net Tür. Afir wat, weil man natürlich 20-30 Joer verpasst hun an den doen Dossien zu investieren, weil die mens schuet ass. Schmeng am Tram gesimmerlo an der Stadt wie flott dat kenint sinn, mit de Tram kenint schon lang an der ganzer Stadt sinn. Dann er so geschwat gin am Süden, dat he Südgemenge ganz viel Suen ausgehen. Ja, die gi ganz viel Suen aus am Syndikaten TIS, fir iwwerhaupt gut funktionierend Netz dann zu hunn gut funktionierend, also wie gesagt, das nach Luft nowen. Und dann war wirklich am schlimmsten ass, dat das Twigenter net schirin de Luxus Twigenter net zu schaffen, an doch net schirin de Luxus Erdauer Difen hun ze fenken oder Ninger ze fenken, an doch net schirin de Luxus Erdauer do hem ze sinn. Dat hecht alles wat iwwer dat normal rausgeht, do Schwez man scho gonnet drwer, dat das eng Sach vun der onméiglech geht, an dann zich die ausfallen, zich die Verspätung hunn an vum Trafik op der Strasse brauch schon net ze schwätzen. Also mir sinn haut Kapriole gemat fir hinzukommen, weil man eng Fahrgemeinschaft gebildet hun, weil man auch net konnte am öffentlichen Transport kommen. A vun do woch komme bra iwwer eng Stunde fir ha hin zu kommen, an dann nach och am öffentlichen Transport. Also wann ich will op eng Arbeitsplatz am öffentlichen Transport fuhre, muss ich eng Stunde vir dem Moment woch ufhenken, fortfuhren, weil den halbe Stunde drop könnt, net mal Zeiten do hast. Also Dir gesit, du si immer fir enger Herausforderung. Mir wat immens wichtig als auch am öffentlichen Transport, dat man dat an der öffentliche Hand behalen. An dufir als die mens schut och man Tram, du menggene schmiest man eng Riesendiskussion, man kennt eng Riesendiskussion darüber feieren. Für Reise ist immens wichtig, dat den öffentlichen Transport, Wasserresoen, die Elektrizität, all die Sachen an öffentliche Hand geheieren, an du bleiwe mussssen. An dat auch öffentliche Hand wirklich vun ëmverdienen Verschichtung geschwat, dat öffentlich Hand wirklich endlich aufhängt, auch mit den Wohnungen, mit den Terrasbau. Huet eng Erbechtskollegin vu mir gesot, die sich ein Haus, die hat ein Terrafond, schmenge bei dickere an der Gegend, 600.000 €. Wie kann se dann dat noch lechten? Wann es dann heieren, mir gucken iwwer de Stadt, dat leidet 40% mi bëllech kreen, dat man Preise da sind nach 300.000 €. Dat kann ke Mënsch sech méi heier am Land lechten. Mi hun do wirklich ganz viel Probleme. Fi Reiser se dofir wichtech, wann man auch vom öffentlichen Transport schwätzen, dat man et Pferde springen, schaffen, Wunnen an Dackhafen méi zu Summe kreen, dat das Landesplanung gesot, dat net op all egal war das. Ja, mir op der anderen Seite as dawer wichtig, dat Leute an ihre Kartien oder do wo se vu den Mege schon Meket hun Ackhafen zu gut, oni muss den Auto zu holen an eng Grand Surface ze fuhren. An du ginnet och Modelle mat der Zirkulärwirtschaft, et ginn immens flott sozial, Projekt, die kann op besetzen, wo man auch das schon hun am Land mit lange net tue. Also mir kennt nur eng Stunde drüber, ich will dat Teil net monopolisieren. Ich wollte das Thema abgreifen, besonders am Süden Heimat frischen, mit den Industriefrische gin de ganz Kopfmöglichkeiten für zukünftige Entwicklungen. Sie wird
für Logement, sie wird für Ökonomie, sie wird doch für U-Bahnungen, den Transport oder für neue Verkehrsmodelle, neue Verkehrskonzepte. Da das Belwall mat mäßig immer völlig gelungen, besonders wenn öffentlichen Transport geht, das durchaus nach ausbaufähig, gebe ich mal so, als in den Platz kennt. Das will man zu Schöfflingen erst wahrscheinlich wiederholen, wie gesinn Konzepte do aus sollen dat ganz ganz intensiv fir Logement verschreiben, du sie fassen die groß zu fassen, die freigin. Wie sind Konzepte für die frischen Ausbau do? Du musst du mehr hat schon du nur fang Seite Bratsdeck jetzt bei zwei sind es schon happy. E wo der wo iwwer Mobilitéit fällt, dat greift du dummer dann. Also üblicherweise van eng Regierung sie as am Wahlkampf wie verschiedener vun ne so haut, da krit er jo eichlich ëmmen vun dee Leiit ze heieren, wie gut das alles ass. ënner deisem Wirken ass alles von Berggin. Vielleicht ass echt net opgefallen, wie wann der als Mobilitätsminister nolächt dat dem François Bauch, das bald die kritischsten. Mam Ist-Zustand, wie man nachmer hunn och bei der Mobilitéit, dats wir eichter ongewinnt. Ich fand, dass er recht huet, weil die Beschreibung, die mcht an die Prognosen, wann nur 4 guckt, ich meng, dat die richtig sind. Den Ist-Zustand, dat brech kann man wann ze so, all die Autofahrer noch den öffentlichen Transport benutzen, bekluren sich all der. Wie weit das so was Gründe, am Checkett Deelweis gesot, weil die Stauen, die man haut op de Straßen und die Stauen, die man zum Deel auch am öffentlichen Transport, weil das auch ein Kapazitätsproblem beim öffentlichen Transport, das auch zum Deel ein Organisationsproblem, aber auch ganz viel ein Kapazitätsproblem. Die Stau hat ja nicht für 3 Euro gefangen. Die Stau war Stau auf der Straße war ein Decisionsstau. 20 Jahre lang haben wir weder beim Tram noch bei anderen Transportbereichen probiert proaktiv zu schaffen. Das wären 2 sogar bald 3 Jahrzehnten eigentlich immer nicht reaktiv geschafft gehen. Das irgendwo geguckt gehen, wo direkt schon am meisten, da geht du probiert ein bisschen Symptombekämpfung zu machen. Die großen qualitative Sprung, ein schönes Beispiel von dem sogenannten Seirentram von der Stadobesch, die soll 2035 fahren. Die heftigste Reaktion darüber ist... Also just mit. Genau, ich bin froh, dass die Reaktion hat, sonst ich so muss beschreiben. Wann 2035 als Stichwort fällt, dann ist die heftigste Reaktion, wie bei Escher ganz viel zu sagen, ja, das ist nach immens weite Wäsche, das ist ja bald kein Angebot. Aber das ist schüste Kontra. Das ist schüste Kontra. Wenn wir heute schon Gedanken machen, darüber, wie wir 2035 auch frisch Erschöpfling wollen U-Bahnen. Das ist von den Elementen davon. Dann ist der deutliche ein Ausdruck davon, dass für die erste Kehr zu langem an der Mobilität so geplant wird, dass den antizipiert und nicht just probiert reaktiv, bis sie wie Pompier, wenn es brennt, den Wohn rausschickt und da gehen wir löschen. Das ist das echt gut Beispiel, wie Mobilität zu Lützburg organisiert zu sehen hat, nämlich mit 10, 15 Jahren am Voraus den Blick gerichtet, und das kombiniert mit den Plan sektoriellen, die wir auch am Gang sind, aufzuschließen, für das wir endlich ein Angebot schaffen, lang für drun geplant, weil die Infrastrukturen am öffentlichen Transport sind schwer, die sind schwerfällig umzusetzen, die muss man lang im Voraus planen. Und das ist definitiv der richtige Weg, auf dem wir auch an der Mobilität probieren zu gehen. Der schwätzt von Erschöpfling der Seirentram soll ja als echt von der Stadt bis auf Feiz fuhren. Da soll auch am Rest vom Süden eng U-Bahn organisiert gehen mit Bussen mit hoher Kapazität, wesentlich besser organisiert wie heute. An einer zweiten Fest an U-Bahnung und Schöpfling an den Norden von Esch, durch Esch soll der Tote fuhren, an nicht Lernstäch auch so Evaluierungen sind nicht in der Vergangenheit schon gehen, die machen nicht viel Sinn. Es kann nicht die zweitgrößte Stadt aus dem Land am Schiert lassen von einer U-Bahnung vom öffentlichen Transport. Eng Direktlinie Belwald-Stadt hat nicht einen halben Sinn, verschiedener sie nachher ob der Dotter Schiene. Ich meine, dass die U-Bahnung von Schöpfling dat auswärts sinn mëcht, mam Ächer Norden am Zentrum vun Ächtmmer ugebunden, an dann recht weiter Bech. Mit dat as Mobilitätspolitik die serie geplant ass, die guckt eben nummol 10, 15 Joer no 4 an net just wie biselo, dat ze hannen runn nëmmen probéiert huet ze reagieren. De Mouvement Ekologik den kritiséiert de bëssen
dat all goeten die mesuren die lo geholl goufen der Croissance nammer an droen rennen an der Mobilitéit. Herr Kersch gesit dat so oder si ma effektiv schon am Gang zu antizipéieren. Also fir wëlech dat unterstütze, wat de Kolleg Felix Bratz ha gesot huet. Natierlech wann en an engem Land wohnt, fährt man eng gewissen Tempo wiest, riskéiert den natierlech han run zu läfen fin allem Wandplanung, die firdro war net doofgeschloss ass. Aber noch die gesellschaftliche Diskussion, die dat wat no da soll realisiert gin, net aufgeschloss ass. Ich kann mich erinnern, die nächsten den Lützeburg vum Tram geschwert huet, dat wat mal die Delwer wo Transportministerin war das schon ganz lang her, vermesen BTB, wie dat zerrapt gin ass, könnt ihr haupt nach einzelne Parteien, die mengen den Tram wer kein gut sehr evitieren dicht. Vermat vorbei mit Gecht, dat waren die Leute von der Tram SPL, die den echte politische Verantwortlichenheit zu Lützeburg, den iwwer den Tram geschwert huet, probiert huet de konkret Konzept opzusetzen, dat fällt man die Delwer. An der Regierung ja an der politisch Schweze vu politische Verantwortung. Gut, das ist ein Detail selbstverständlich unterstützt vun viele Leute, die die Idee do auch schon mat gedrohen hunn. Haut diskutieren wir an der Regierung aufgrund von seriösen Planungen, aufgrund von seriösen Informationen, die man sicher gegangen sind, wo man Meinungen anholen gingen auch von Gemenge. Der Monderischer Gemengerat hat im Jahr 2006 oder 2007, ich weiß es nicht mehr genau, aufgrund von einer Etude, die Empfehlung für eine neue Eisenbahnslinie zu schaffen, direkt, weil der Demo, was Felix Bratz gesagt hat, vom Bellwall an die Stadt Lützeburg einen negativen Avis aufgehen über die Eisenbahnslinie. Die hat rund 1,5 Milliarden Euro gekostet und hat eine Zeitersparnis von 6 oder 7 Minuten gebracht, neben den technischen Schwierigkeiten, die überhaupt nicht gelöst werden. Schon damals haben wir auch angedurcht, für an eine Richtung zu gehen von einem Liedentraum, den als mit der Stadt verbindet, den aber für allem auch die Südregion mit nie verbindet. Und ich meine, da sind wir an der Logik von dem, was den TIS schon 1912, Felix van der richtig an Erinnerung haben, möchte nämlich die Einzelzentren am Süden mit zu verbannen. Und dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass in Zukunft auch ein Tram zwischen Deiferding an Esch an Dittling fährt, an den zwischen Peting an Deiferding und so weiter und so fort. Mit das ist natürlich ein Rieseninvest, den ich muss natürlich dann auch planen, den ich muss können, dann auch auf Zeit suchen, auf Zeit legen, für das können zu machen. Mit das sind für mich große Prioritäten an der Mobilität, die immer zu realisieren sind, wenn wir probieren zu summen und engem Strang zu zählen, und nicht als reinem parteipolitische Kalkül immer eine Idee zerriert, just weil sie von einer anderen Partei kennt. Die Schweizer von dem Trasse Diddling Deiferding, du hast, soweit ich weiß, die BHNS geplant, einen Bus au Niveau de Service. Herr Spaut, aus dat eng Idee mat Dir kein Liwen oder wird du net besser direkt vielleicht auch einen Traum sich zu envisagieren dat natürlich dauert. Ich meine, der BHNS ist eine Diskussion, die gefordert genauso von der Südgemenge wie am Thyssen, da das von denen für die Kapazitäten abzuholen, die gebraucht gehen an der BHNS für den Vierdeel vis-à-vis vom Tram. Der BHNS für den Vierdeel vis-à-vis vom Tram geht noch viel mehr, weil wenn da bist ein Tram könnt op die dort Piste bringen, dat gibt der Zeit verleieren, muss ja dazwischen machen, bis die Planung gemacht wird. Und dafür muss man de BHNS so sehr wie möglich umgesetzt kriegen, für den Süden sich mal den zu verbannen. Ich will aber nicht zurückkommen, ob das von Herr Schöffling war, gesagt hat, von der ganzen vorgestaltet wird. Also ich meine, muss ja noch aus den gute Sachen, die im Bellwall geschieht, die soll den Vierdeel herausziehen, und aus den Sachen, wo ein bisschen mehr kokelig gelaufen sind, da soll ich noch die nötigen Konsequenzen daraus ziehen. Dafür probieren wir die Planung hier zwischen den zwei Gemengen zu summen mit der Agora an einer Piste dran zu kriegen, dafür schon zu sagen, wie viel Logement, wie viel Industrie haben oder hinein aus dem Moment nach zufrieden sollen die Etude aufwerten, die lo am Gang als von der Agora gemacht zu gehen, und dann schenkt es mehr klar zu sein, dass sie sowohl Logement wie auch Arbeitsplätze dahin bringt, weil das wir alle gute Neues probieren. Wie an einem Tristrand Staat zu fahren, zu 180.000, oder wenn ich alles zusammen rechne, mit der Frontalie, zu bald 250.000 probieren wir mal an den Staat zu kommen, dafür kriegen wir ja. Die Rückstauen, dass wir doch fertig bringen, Betriebe umzusiedeln, an Arbeitsplätzen umzusiedeln, rundherum, wo die Leute finden, ob das zu Erschöpfling ist, ob das Sidas von Diddling, ob das Sidas von Arbeit Minden, wo in die Chance muss nutzen, für auch dort Arbeitsplätze zu machen, dass die Leute nicht mehr so weit müssen. Das ist so weit. In Stadt Lützeburg sind zwar noch immer 19 Kilometer, aber der braucht heute mal 1,5 Stunden früher oder 20 Minuten gebraucht, für dahin zu kommen, weil da immer so viel sind. Und da muss man auch gucken, in der Landesplanung, das mal zu berücksichtigen, für auch Betriebe
op den Industriebrachen unzusiedeln, für das Tunnen anschaffen, viel Min bei neget, weil da krämer auch ein Deel von der Mobilität krämer bisschen Drogewäsch, mir gleichzeitig muss man auch die Kapazitäten schaffen, die gebracht gehen wie am BHNS für do enger großer Pist Leiit hinzubringen, an dass den Tist danach den Zoo bringen als für op die jeweiligen Knotepunkte wo de BHNS beliefert. Ich wollte Tron aber just noch weitergehen DPs von engem nächster Tramkritischer Partei zu einem richtigen Tram-Fan gehen mit den Jahren. Der als langjährigen Dverdinger Meister kann dort Situationen und Verkehrssituationen wie Vision DP für die Transportlesungen spezifisch nur am Süden aus den Busniveau Service aus der Lesung. Mon en Kollektris die Platz der solle net dat Gefischer ken Han fir an Staatbar in Ewigkeeten eng Lesung schwer nicht fir Deel, der die Wyen do vum Markt spauz. Wann meng Partei eng Entwicklung am Dossier Traumat gemacht huet, will ich so, dat ich vielleicht während der Zeit, wo ich nie eng Parteipräsident war, nicht ganz unschuldig drin war, weil nawer gesäit, dat den vun den Transportmittel aus der Vergangenheit och hin muss kommen an Transportmittel vun der Zukunft dat hummer gemacht, hummer der langem Lo auch schon an der Stadt Lützeburg mat begleet, wat den Tram ubeleint, aber man muss auch am Süden machen. Wir brauchen vun alle méi Transportkapazität. Wir sollen net lo nach 10 Jahren streiten, ob es eng Zuglin ass, eng Tramlin, ein Monorail oder wer immer. Wir brauchen dringend méi Kapazität. Dann ich verstehe aber auch do die Reaktion, die viele tun, wenn sie Jahreszahl 2035 scheieren, weil die meisten die Mäuse auf der ersten Autobahn am Stau stehen, für einen Staat zu schabeln, denken sie dann, da sind nicht so gut wie an der Pension. Dann hilft das dort auch nicht mehr. Dafür muss man gucken, wie man schnell, sowohl an der Planung kommen, aber auch ganz schnell zusätzliche Kapazität können schaffen. Man muss auch gucken, wie man die bestehende Straße geht. So, vielleicht durch eine intelligente Verkehrsführung. Das geht nicht überall, das geht aber vielleicht noch ein paar Punkte maximal können ausnutzen. Es geht am Ausland Plätzen, wo richtig Pendler steht auch sind, wo ich mal 3 Spuren rauffährt, dann muss man 3 Spuren rausfährt. Wo nicht so muss sein, dass immer eine Spur eigentlich eitel bleibt. Das, wie gesagt, das geht nicht überall. Du kannst so durch die Brecken, dann geht hier, dann geht da. Ich denke, dass da eine relativ schnelle Optimisierung auch von unserem Strassenreso nach möglich ist. Da brauchen wir für allem das. Und das sind wir als ein, und ich froh, dass wir so eins sind, dass noch Arbeitsplätze an der Südregion, am klassischen Erle Süden, am Minet entstehen. Das Region, heute zu Diedling, zu Esch, zu Deiferding, auf anderen Plätzen. Do ass freier geschafft gin, an do sind Leiit freier hikom, mat Bussen en masse fir do ze schaffen. An dat hummer irgendwech verloren, weil man meist die Autos an die Bussen an die Zisch gesinn, die vun Hai aus an sech ernstnecht das hin schaffen go. Die Terrain sind do, an ich denke für alle mussssen ze auch fir Wirtschaftsentwicklung genutzt gin, dann krämer auch eng einer Wurstumsdiskussion am Land. Wenn man als een sind, dat man qualitative Wurstum brauchen, da muss man auch de Wurstum verdeelen. Da muss man für allem in Richtung von der Grenze auch entwickeln, und nicht nur am Kern von der Stadt Lützeburg als alles konzentrieren, weil dem Neues mit Eis, dem wir begegnen am Stau, der steht ja an der Rede, der könnte schon von viel mehr weit mit den französischen Placken. Den steht schon eine Zeit am Stau. Und der könnte eigentlich auch hier herausfinden und hier schaffen. Am Platz dat weiter mat anderen auch an Staat weiterfährt. An den Hai wohnt, der kennt auch vielleicht eng Perspektiv von Remenke Hai eng Erbesplatz können unzuhöllen. Anders denken, dass dat für das Sozialleben auch an der Südregion, auch an der Stadt an der Südregion für großem Avantage wäre, weil man aber irgendwo merken, dass wenn am Tag über ein Teil von der aktiven Population nicht da ist, nicht präsent ist, hat das fast Konsequenzen für den Kommerz, für die Restauration, für einfach dat Leiit sech begéinen an dat Liewe wat man feieren, dat man overwes ma Auto an Deefgarage erfuhren an den Oper einschnitt kennen, könnt auch irgendwo sto hier, dat man eben Wunnen, Freizeit erschaffen en Koppel tun, an dat muss für allem an der Stadt am Südenrem zur Summe gefordert gehen. Herr Karteiser geht Dich mit dem ganzen Tramsgespräch net schummerisch bisschen als der Mama. Ich will vielleicht just am Nummer meiner Partei so, dass man nicht mal für der Diskussion Angst tun. Wir haben einfach keine Angst. Wir laufen hier vielleicht paar Kommentare über die Verkehrspolitik zu so. Ich meine, als Südpolitiker soll das vielleicht just alle den so und dann auf die verschiedenen Punkte angehen. Ich meine, als Bezirk besteht nicht nur aus dem Kanton Esch, nur aus dem Kanton Kapellen. Ich meine, das ist so etwas, wo man nicht nachverlieren darf.
wenn man die Region gucken an der Verkehrsaubannung, da sind die zwei Kantone Materie jeweils Spezifizitäten nicht mehr, aber müssen noch mehr behalten. Lo wat den Tram ugeht. Ich will vielleicht kurz eine Position mit der ADR wiederholen, dann schmengen sie das nach immer richtig, sondern nur nicht, weil ich nur Partei Hurra-Patriotismus mehr, ich meine, das als Analyse fundamental richtig aus. Wir bauen am Blick zwei Zugresonen am Land, mit unterschiedlichen Gleisen, mit unterschiedlichen technischen Möglichkeiten. Wir haben immer dafür plädiert, die CRL auszubauen, den Eisenbahnsreso an den innerhalb der Stadt durchzuführen, nicht als Metro mit de pur Areen innerhalb der Stadt, so dass ich kann praktisch zu Metz an den Zug klammen, dann innerhalb der Stadt rausklammen, ohne zu klammen. Und dann haben wir E-Reso am Land. Und ich meine, das wäre auch ganz gut gewesen. So, lo bauen wir zwei Zugresoen am Land. Und dafür ist das an Eisen an prinzipiell eng finanziell Fehlplanung an das löst doch das Verkehrsproblem nicht, weil wenn wir an der Stadt und noch ein bisschen rundherum vielleicht den Tram bauen, dann ist das größte Verkehrsproblem, das wir haben, nämlich die Stauen, Frontalien, die morgens an die Stadt kommen, die Leute, die rundherum die Stadt finden und an die Stadt kommen, den löst den Tram nicht. Dafür mengen mir also der falsche Weg. Wenn wir all die Ideen abgreifen, aber nicht vergleichen, einfach weiter in der Diskussion ist, da kommen wir schon auf vielleicht 5 verschiedene Systeme. Wir haben CRL, wir haben den Tram, dann haben wir die Idee von einer Monorail oder von einer sehr Tramverbindung, die den Felix Bratzel an das Gespräch gebracht hat. Dann haben wir hier am Süden entweder einen Tram oder Busse mit hoher Kapazität, mit hohem Reso, also mit hoher Frequenz, den auch dann genannt genauso doch die Idee, wo Beteburg über Ditteleng bis an Frankreich ranzufahren, das wäre da immer ein anderes System, sodass viele gute Ideen oder manche gute Ideen zusammenkommen, dann Nummer 5, 6, wird wir sich verschiedene Verkehrssysteme. Nee. Ich meine, wir müssen das global gesehen, und nicht nur noch vielleicht auf die Süden begrenzen, wir einfach gucken, wie können wir die ganze Verkehrsproblematik an den Griff kriegen, möglich mit engem Equipment, wird auch Kächte spurt und so weiter und so fort, und wir einfach mal kohärent denken. Den Herr Meisch hat am Anfang gesagt, wir haben 3 Polen hier am Süden, am Kanton Esch, das ist richtig, aber wir müssen einfach mehr lernen, regional zu denken. Das vielleicht auch eine Überlegung wert, wie zu gucken, die ganze Verkehrsproblematik am Kontext vom Wurstum zu sehen. Ich will auch nicht lange über den Wurstum schwätzen, mir vielleicht eine einzige Überlegung. Wir laufen dem Wurstum mit allen Infrastrukturen Hand und Drohnen. Das hat auch eben die Vierredner für Drohnen gesagt oder vielleicht eben den Herren vom Wort. Wir kommen nicht nur mit dem Verkehr, mit dem Spitäler, mit den Schulen und so weiter, für das alles abzufangen, was der Wurstum und Bevölkerungswurstum und andere Herausforderungen als Land stellt. Und ich meine, auch da muss parallel durchgehen. Wir müssen einfach als anstrengen für eine Metrise, und das von über qualitative Wurstum geschwärzt wird, was ist das? Ich will dich proposieren, vielleicht Versuch von einer Definition, mit der wir die Freiheit kriegen, dass wir aus dem Zwang rauskommen, müssen zu wurzeln, zum Beispiel wie ein Sozialversicherungssystem weiter zu finanzieren, dass wir eine Freiheit kriegen, für die Decisionen wirklich zu hören, wie wir als Land gestalten, weil die Freiheit, den Zwang, an dem wir immer Blick sind, den hält als auch die Möglichkeit, so zu entwickeln, wie wir wollen. An die Verkehrsproblematik, genauso wie das Logement, sind auch als Konsequenz von einer Situation zu verstehen, an dem wir gerade sind, an dem wir irgendwie nicht mehr metrisieren. Holen wir uns doch als Politik Metrise über die Entwicklung vom Land zurück und denken wir da kohärent, auch am Verkehr, lassen wir nicht 5 oder 6 Systeme bauen, wenn wir wollen, also Verkehr regeln mit engem gehen, vielleicht auch durchgehen. Ich schon eng Wort reagieren, just ganz kurz auf kurz Reaktion an ganz kurz, just, weil es sind keine 4 verschiedene Systeme. Den öffentlichen Transport, den ugedurcht ist, als ein zusammenhängendes System, den auf 3 Träger basiert. Den Zug, den Tram, an den Bus. An die 3 haben hier spezifisch Ersatzgebiet, und das sind froh von der Kapazitäten. Dafür macht auch der Monorail nicht viel Sinn. Ein Monorail ist etwas extrem teures, wird sich anbietet bei Kapazitäten von Bewegungen von über 100.000 pro Tag. Das ist enorm viel. Die hat Lützeburg nicht auf der Strecke. Schon gar nicht von den mit seinem System nur 1 oder 2 Arenen hat, auf einer Distanz von 15 Kilometern. Das ist absolut überdimensioniert. Das war doch neu als an der Verkehrspolitik, als dass wir die Kostennutzungsrechnungen endlich seriös machen. Dafür möchte eine Verdoppelung von der Beteburger Linie Sinn. Dafür möchte ein sehr Tram zwischen der Stadt Abelwal, über Erger, Schöfflinger, Feitz auch Sinn, weil dort Relationen zwischen dem Kostenpunkt, der Kapazität, ob
ugepasst sind. Und dafür möchte auch Lohn nicht ein Tram von Peting bis op Didling sind, weil auch do sich die Froh von der Kächtenutzung an einem relativ negativen Term stellt. Und dafür möchte der Bus mit dieser Kapazität am Gegendeel ganz viel sind. Dafür die Träger sind ein Deel jiverein vun engem System, dat sind net verschiedener, die gehen den konkurrenzieren mit die schaffen mat den oder engem lo endlich koordiniert derweis, a wo kächte Nutzung Rechnungen opgin. Ären ënnerirdeschen Vierschlag as grad wie den iwwerirdischen eng absolut Iwerdimensionierung eng Iwerkapazitéit, wo d kächte Nutzerrechnung eng absolut Katastrophe. Ja. Herr Bretz, wann der kächte Nutzrechnung gemacht hat, hat net den Tram gebaut mit Deisebun ausgebaut. Nee, eben net, weil der krit die Diffusion, die der am Tramlo an der Stadt kennt machen, noch tschen der Stadt nech, mat der Bun überhaupt net hin. Dat tut mat Beschleunigungen sinn, der tut mat Bremse sinn, der tut mat Kapazitäten op Bord zu den. Dat geht einfach net op der Welt mat engem Instrument gern all besoen bedingen. Wa man op der Schien bliewe wären man net vir kommen. Me hun lo 3 Träger, die genau die doten Kapillarverdelung erleben mat enger anständiger Kächte Nutzerrechnung. Dat mcht sinn, dat das nei an schwng dat bringt das auch führen. Dann kann kurz Remark daran dann Schlussremark polemisch ist ein bisschen erstaunt darüber, dass just die Vertreter von der Partei, die als überall Konzepte ubit fir an Vergangenheit zu go. Just 2 Beispiele Programm geguckt, Rëmmerfeierung vom Religionsunterricht schmengen, da geht wohl katholisch Kirchen, wir können davon überzeugen. Oder wat nach mélechte ass Sexuelerzeung, die muss aus der Schulen raus, an der viel am Biologieunterricht gemerkt hin, Obsidium. Das ist eine Partei, die so rückwärts gewandt ist. So rückwärts gewandt ist, geht ein Trammers, kann ich nicht verstehen. Herr Karteiser, der Trammers hat schon an den 50er Jahren gehen, dann wird gut funktioniert, dann wird auch in Zukunft gut funktionieren. Okay. Das ist mal das, was die Stütze will zu. Dann aber, vielleicht manchmal polemisch, aber mindestens genauso wichtig, und das ist eine Antwort, da wäre konkret froh. Wenn wir Belval nicht all die Ziele erreicht haben, die man hätte wollen erreichen. Das ist das, weil die Konstruktion von Belval ein Kompromiss war. Ein Kompromiss zwischen öffentlichen Intérêt und privaten Intérêt, die auch manifestement vertraulich sind. Ich hätte mir ganz gut vorstellen, dass in Platz, dass in do Betrieb wie ArcelorMittal mit an Entschädungsgremien mat geholt wird, an den du natürlich sein Partikulärinteresse mit allen Mitteln verteidigt wird, dass gesagt hat, der Staat käft die doten Terrain integral op an dezidiert dann allein Verteil auf diesem Terrain geschieht. Und ich bin noch immer der Meinung, dass das auch ein Thema ist, für wenn man wat frisch Schöffling schwätzen. Merci Dan Kersch. Wir geben dummer darum zu machen. Wir sollen nicht vielmals merci, wir müssen nicht von ophalten, das Feier op Ning oder méi spät. Wir sollen nicht vielmals merci, dass ihr nowen Trainer kommen seht. An ja, Madame Scheketti hat am Anfang schon für Mobilität geschwert. Wir haben mal auf diesem Punkt. Schifferin hat immer noch irgendetwas zu sagen, viel benötigt. Ich habe mal die 3 Runden mehr. Ich gehe probiert, Ron komplett zu machen. Schifferin konnte wohl schwätzen. Zu welchem Punkt wollte er absurd? Zu welchem Punkt wollte er absurd? Aber just da könnt ihr da antworten, dann sind wir nie fertig. Versuchen wir noch zu welchem Punkt, sind aber ein Punkt, wo konkret geschwert gehen. Ganz genau zu dem Mobilitätspunkt. Weil Herr Kersch nämlich so geschwert hat vom Belval, das ist nämlich der sprangende Punkt. Weil wie de Belval 4 gestalt gin als Demos, kann ich mich erinnern, dat ich op enger Versammlung gesot den öffentlichen Transport muss optimal funktionieren, sos Apps lebt. An dat ass net geschieht. Und das genau die Partikulärinteresse, die durchspielen. Und dat hat nie dir geschehen. Du hat öffentliche Hand wirklich viel mäßig missen amschen an die öffentliche Hand hat missen de Liedtuellen. Und ich denke, dat das ganz viele Punkten as dat de Problem, dat öffentliche Hand einfach muss gucken, dat het funktioniert. Ernst das denkt nicht geht net. So as het och mat den Decisionen, die jahrelang Jahrzehnte lang schwngen, dat hue den Herr Bratz auch gesot net gehol sind an die Einrichtung weder an die noch an die anderen sind einfach überhaupt keine Decisionen gehol gin. An dems Politik keine Decisionen hölt gin. Gëtt net besser. O kontre no steet dem am Rick zu der Mauer an der schledet zreck. An dat das einfach immens schut, dat man heiz so net de Courage hun einfach eng Decision zu hole. An wichtech wäret awer, dat leider is wirklich ganz viel Mo, dat et Bierger Bedeelegung. Schweieren ganz oft ja mehr sind en gewielten Demokratie, d Leiit konnte jo hier Kreizje machen, an dann no 5 Joer Dirfensrëm hier Kreizje machen oder wann man Gemengepolitik gin als 6 Joer Dirfen ze dann hier Kreizje machen. Sie hun Vertrauen.
geschenkt. Ja, de Bierger huet de Politiker Vertraue geschenkt. Dat heescht awer net, dat de Bierger op alle Fall net all Bierger die Bierger die sie sicherlech froh, wann se enke kreiz an neich mat der Demokratie ze dien hunn. Mit ginn awer eng Rei Bierger, die soen ja ech schon hin Vertraue ginn. Me ech will awer agebonne ginn an die partizipativen Deel vun der Politik. Ech will mat hëllefen, ech will och bei Wirtsche beidroen. an dat ass een Deel van de geht verlo. Et geht schon besser. Et si momentan Reunioune wo Bevölkerung gerufen gëtt, lebt schon noch immer net die wie soll so huet nach immer net traut sich zum Deel heinst oder net, weil man einfach zuviel lang Jore net gefrot gesinn als Bierger. Schwng dat wichten Deel ass die Partizipationune vun de Bierger, dat muss unbedingt weiterfeieren, dat man muss eng Gesellschaft kreen, die sich impliziert fielt an krit nëmmen déi, wann den App ze soen huet, wann den as eng Kartier kann mat bestimmen, wann e kann mat bestimme wéi eben wie het weitergeht. Dat kann awer viel wie gros Projekt sinn. An dat leider ganz viel Schluss op diesem Punkt Digent van der Schluss an sinn de wo ha Schluss mcht. Speten je alle Götten, dat net perélech, dat der schüst professionell. An speten je alle Götten, die evitéiert do en Patern op Schnittercher dobausen an soll ichch Merci fir komme. Vi Merci, ich hoffe war interessant.